So, was geht da was? So, grüß Gott beieinander. Mrs. Sacrifice, Mr. Billinger, habe ich die. Wie geht's euch? So, was habt ihr jetzt noch geschrieben? Der Drive hat Stromprobleme. Wenn so viele Streamer gleichzeitig live sind, wenn die Haushaltsgeräte nicht mehr reihen. Aber das haben wir mir vorher erzählt, ja, ich glaube, ich habe 5 oder 6 verschiedene Tabs offen gehabt, da wo an jedem Tab ein anderer YouTuber wahrscheinlich, ein anderer Streamer gelaufen ist. Also Multitasking. Sag noch mal einer, wir haben nicht Multitasking-fähig. So. Eigentlich müsste jetzt als Hintergrundmusik Mike sein Stream rein tun. Das haut nicht hin. Also das darf ich gern, aber wegen DMCA. Ja, da geht es darum, dass dann wahrscheinlich mein ganzer Stream stumm geschalten wird, beziehungsweise halt dann spätestens auf dem YouTube-Video bei der WOT, wenn ich die auflade, dass YouTube dann sagt, Alter, ist nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ja, es läuft ja nicht ohne Grund. Quasi die Musik, die wo jedes Mal läuft im Stream, die wo ist da Herz. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes wie eine YouTube-Playlist, die haben wir selber erstellt. Also das läuft tatsächlich jetzt auch auf YouTube. Aber das ist alles Musik aus Spiele, also überwiegend aus Spiele. Ja, weil das kennt nämlich DMCA nicht oder wer auch immer, dass das irgendwie copyrighted ist, weil es ja von einem Spiel ist. Da habe ich bisher noch nie Probleme gehabt. Da feiert auch bei den ganzen Worten nichts. Die wo ich auf Twitch habe. Deswegen ist das mit der GEMA und Copyright und DMCA und wie es alles heißt, ist nicht ganz so einfach. Aber ich glaube so an und für sich passt einem das schon. Ich meine, es halt einmal was anderes. Okay. Ich glaube, wir müssen mal schauen, wie viele Lieder haben die jetzt mittlerweile in der Playlist. Ich glaube, 72 insgesamt. 72, da haben aber, glaube ich, 6 von YouTube selber gesperrt worden. Ja, genau, 6 nicht verfügbare Videos werden nicht angezeigt. Okay. Die hat aber tatsächlich YouTube selber gesperrt. Da kann ich jetzt eher weniger dafür. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht YouTube, sondern halt die dementsprechenden Spieleentwickler werden das gesperrt haben. Aber gut. Hilft dem nicht. Wie geht's euch? Ist alles fit bei Ihnen? Ich hoffe doch. Ich war ja gerade mal so überlegt, eventuell, wenn's gut läuft, kann ich aber erst später dazu sagen, dann kann ich morgen nochmal streamen. Irgendwann im Laufe des Nachmittags. Das hängt aber davon ab, was Frau Bazi morgen vorhat mit mir. Oder generell, was so ansteht. Ich muss morgen am Vormittag Tennis spielen. Sehr bald am Vormittag, weil sie es vorverlegt haben. Also im Endeffekt, ich stehe morgen um 7 Uhr auf. Toll. Und dann aber theoretisch, unter Vorbehalt, sag ich jetzt einmal, kann ich theoretisch am Nachmittag streamen. Und falls das so sein sollte, dann wird man ja morgen vielleicht noch mal ein wenig Resident Evil 8 weiterspielen. Ja, ich habe mal gehört, das soll recht gut sein. Aber schauen wir mal. Eins nach dem anderen. Da denke ich aber noch tatsächlich noch Bescheid sagen, wenn ich dann weiß, was Sache ist. Schauen wir mal, dann sagen wir es schon. So. Heute spielen wir aber erst einmal entspannt mit der Nuzlocke weiter. Heute haben wir, glaube ich, 1, 2 Bosskämpfe. Heute wird es ein wenig interessanter wie letztes Mal. Wir machen heute den 3. Arenaleiter. Und dann vor dem Arenaleiter haben wir nochmal einen Rivalenkampf. Und sonst schauen wir mal. Den einen oder anderen Encounter dürfen wir vielleicht sogar heute noch haben. Heute werden wir, also ich sage mal so, nach dem Arenaleiter sollte man schaffen, dann wird man noch ein bisschen Gegend erkunden. Wir haben noch einiges, wo wir noch nicht nachgeschaut haben. Vielleicht findet man noch das eine oder andere gute Item, was man brauchen können. Aber Hauptaugenmerk ist natürlich halt Arenaleiter. Der dritte Orden wartet auf uns. Der Walter. Ja. Schickst das zum Viertel, sorry, sind wir kneifen können. Ja, sie ist ja jetzt gerade aktuell, also muss ich so sagen. Normalerweise war es ja jetzt dieses Wochenende so gewesen, dass meine Freundin praktisch mit ihrem Pferd an einem Lehrgang teilgenommen hat. Das ist quasi heute und morgen. So,
Unglücklicherweise, wie das Schicksal es so haben will, hat sie jetzt aber ihr Pferd leider weh da. Ja? Und der Sehne, sprich, die war jetzt vor 2 Tagen stocklam. Also ist halt schon mal dementsprechend nichts mit Lehrgang rein. Soweit geht es am Pferd gut, also ne, ist jetzt nichts, dass man sagt, das ist jetzt lebensbedrohlich oder was, aber es dauert halt einfach seit Zeit, bis das jetzt einfach verheilt ist. Sie hat jetzt Boxenruhe und so weiter und so fort. Kostet halt nicht wirklich was da mit ihr. Ja? So, jetzt hab aber ich zu ihr gesagt, hey, was tat's denn jetzt, wenn das Pferd, wenn das jetzt nicht verletzt war, dann darfst du auch auf dem Lehrgang sein. Also fahr doch hin oder schau doch zu, du kannst dann durchs Zuschauen und durch Theorie auch was lernen. Nimm was mit, das hilft dir bestimmt. So, und im Endeffekt ist sie jetzt auf dem Lehrgang, die kommt jetzt halt ungefähr zwischen 7 und 9 irgendwann heim. Je nachdem, wann sie heimkommt, umso länger streamen wir halt jetzt natürlich auch. Und morgen ist dasselbe Prozedur noch einmal. Ja? Also gibt's kein Salami. Nein, in dem Fall nicht. Pferde brauchen Lehrgänge, what? Nein, die Pferde brauchen keinen Lehrgang, aber die Reiter brauchen Lehrgänge. Ja, das ist so, was heißt der Lehrgang? Das ist halt wie sag ich denn, ja, wie wenn du beim ADAC ein Sicherheitstraining mit dem Auto machst, so ist das ungefähr da mit den Pferden. Ja? Du lernst halt, wie man mit dem Pferd besser umgeht, was man machen kann, was man zu welcher Situation wann wie macht. Ich komm da auch nicht mit, aber ist halt so. Ich weiß, Gottes Willen, darf es auch. Muss ich oder muss frei dran. Muss man auch sagen dazu. Genau, aber es ist halt natürlich jetzt ein bisschen sehr, sehr extrem unglücklich für sie gelaufen, weil auf den Lehrgang hat er sich unfassbar stark gefreut und dann passiert natürlich sowas. Ja. Ein Führerschein fürs Pferdl. Ja, nein, nicht Führerschein fürs Pferdl. Es ist halt einfach zur Fortbildung, einfach um was zum Lernen. Einfach, keine Ahnung. Wir haben mit dem Mopedfahren auch Sicherheitstraining gemacht. Deswegen habe ich jetzt meinen Führerschein vorher auch schon gehabt, so, weißt du schon. Aber man nimmt halt immer wieder mal was mit, das wo man vorher halt vielleicht noch nicht so gewusst hat. Oder halt noch nicht so umgesetzt hat. Und bei denen ist halt genau das gleiche. Da haben sie ich glaube zu 5 oder zu 6 Tante. Und ja. So, ADAC Sicherheitstraining mit dem Pferd. Ja, damit ja nichts passiert, ja. Reifen wechseln. Soll da recht gut sein. Hab ich gehört. Aber gut. So. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich habe ungefähr 7000 Tabs da offen. Es ist aber brutal, wenn ich quasi 3DS-Spiele spiele, da habe ich da ungefähr 10 Fenster offen und da muss ich mal zurechtklicken. Aber das kriegen wir. Das kriegen wir hin. So, natürlich wird man heute auch wieder Umfragen machen. Ist ja wohl sowieso klar. Es könnt wieder Kanalpunkte verdienen. Oder im schlimmsten Fall auch vielleicht dann nicht, wenn es falsch liegt. Das wird man halt natürlich das eine oder andere Mal machen. Genau, wie gesagt, Stream setzt jetzt einfach mal an bis ungefähr 7. Vielleicht wird es auch ein wenig länger. Schauen wir mal. Ich muss abhängig machen, wie lang Frau Bazi unterwegs ist. Ja? Schauen wir mal. Aber bis 7 bin ich normalerweise weiter. Es sei denn, mir schmiert jetzt irgendwie Technik ab oder sonst irgendwas. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Wer habe ich die? So. Ich glaube, wir fangen mal an. Ha? So. So, hierzu jetzt natürlich noch nichts. Natze. Gut. Also, wir haben ja letztes Mal nach Malmö City gelaufen. Heute funktioniert auch mein Overlay wieder. Ja, weil es hat letztes Mal nicht mehr funktioniert, weil mir alles abgekackt ist. Und dann wollte ich nicht allzu viel Zeit verlieren. Genau, wir haben in Malmö City angekommen. Das ist die 3. Hauptstadt, wenn man so will. Da ist eben dann auch der Arenaleiter. Da haben wir jetzt dann relativ schnell den Rivalenkampf, der wo vor der Arena steht. Und ja, das ist eigentlich schon relativ. Ja, fangen wir eigentlich schon relativ schnell mit einer Umfrage an. So. Ich habe natürlich auch wieder meinen Guide offen, das ist aber klar, dass ich wieder mal nachschauen kann. Weil blind ist das Ganze doch nicht ganz so einfach. So. Wir haben uns letztes Mal noch ein Scharnierer gefangen, beziehungsweise Wohnlehrer. Ich hoffe mal, dass es sich nur entwickelt, bevor wir einen Arenaleiter machen. Das war ganz, ganz zauberhaft. Aber das ist tatsächlich vom Freundschaftswert abhängig. Kann ich jetzt schon nachschauen, aber das ist jetzt nichts Relevanz.
Sag jetzt einmal. Ansonsten haben wir den einen oder anderen Encounter letztes Mal noch gefangen, die zeige ich dann noch halt nur einmal. Aber jetzt schauen wir erst einmal. Da ist nämlich dann der Rivalenkampf. Der steht jetzt vor der Arena, möchte unbedingt die Arena machen, aber er ist halt einfach nur sauber zu Gerät hinter die Ohren und checkt das noch nicht ganz so, was das als Trainer-Dasein so auf sich hat. Von daher, genau, jetzt muss ich mal schauen, mit was der eigentlich anfängt und dann können wir eigentlich eh schon die erste Umfrage machen. Jetzt passt so macht. Okay. Dann fangen wir halt gleich mal an. So, jetzt passt es auf. Haben wir wieder an, Deathless Heiko. Der heißt Heiko übrigens. Haben wir wieder 2 Minuten. Könnt's loslegen. Schaut's mal, schauen wir mal, ob der eine oder andere wieder mit Kanalpunkte heimgeht. Auf alle Fälle, ich fange jetzt einfach mal mit Broly an. Der hat nämlich ja da Tignis. Was hat der dann sonst noch? Ja, okay. Das soll jetzt eigentlich ja so passen. Ja, das bringen wir hin. Gut. So. Der muss jetzt unbedingt kämpfen. Beziehungsweise sollte halt vielleicht noch warten, bis das die Vorhersage angelaufen ist, oder? Können wir da warten? Aha, die ersten 500 haben schon drin. Die ersten 500, die believen schon mal. Das ist zauberhaft. Das ist sehr zauberhaft. Tatsächlich, wenn wir den dritten Arenaleiter haben, dann wird es tatsächlich normalerweise erfahrensgemäß in einer Nuzlocke relativ entspannt, weil dann können wir ins Midgame. Im Midgame ist es in der Regel immer ein bisschen leichter wie Early und Endgame. Also Early Game ist halt ziemlich anstrengend, weil du halt brutal auf deine Encounter angewiesen bist und Endgame ist halt schwer einfach, weil du mit brutalen Sachen konfrontiert bist. Schauen wir mal. Oh, da grätschen schon mal 500, die belieben nicht. Mal gucken. Gut. Also im Original hat der nämlich nur ein Trassler. Ist natürlich im Hack nicht so. Soll ich natürlich meine Items auch wieder nicht üben. Das war wieder sehr schlau von mir. Aber gut. So, das Ding da ist vierfach schwach. Also der Stein ist vierfach effektiv gegen das Ding, weil es Flug und Feuer gibt hat. Oh, das ist sehr solider Damage. Gut, das ist raus. Nice. Level Cap ist übrigens 28, ja? Oh, Steinhagel, das ist sehr gut. Steinhagel besser als Steinwurf, easy. So, das beitet Kirlia. Warum beitet das jetzt Kirlia? Weil du eine Pflanzenattacke einsetzt. Okay. Das heißt eigentlich easy, ja, wobei so easy Mothman Counter ist es jetzt gar nicht. Tja, was machen wir jetzt am besten? Jetzt passt so auf. Moment, da müssen wir mal schnell was schauen. Okay.
Na, Mothman ist kein guter Counter, weil Psycho-Attacken sehr effektiv sind auf mich. Das heißt, eigentlich ist der beste Counter... Moment einmal. Ja doch, der beste Counter ist jetzt eigentlich an der Stelle Glinde. Gut, das macht nicht allzu viel. Das Ding hat einen Schattenstoß, da will tatsächlich ein bisschen Obacht geben. Bin sogar schneller. Okay, das kann ich outstallen. Er generiert nämlich nicht so viel KP wie ich. Obwohl das schon ganz annehmlicher Schaden ist, den wo der macht. Nice. Kokoba ist richtig stark. Das hätte ich gar nicht gedacht, gerade am Anfang, wie wir es gefangen haben. So, da haben wir jetzt Kaumalat. Ich habe keine Drachenattacken nicht und auch keine Eisattacken, soweit ich mich recht erinnern kann. Was hat das überhaupt? Das hat Drachenwut, Schlitzer, Schaufler und... Oh, das hat Dunkelklaue, okay. Dunkelklaue war natürlich jetzt unflauschig an der Stelle. Scheiße, ich hab Dinger nicht aufgelevelt. Okay, mein Janera ist noch komplett useless. Pass auf, jetzt müssen wir riskieren. Ich kann jetzt Reflektor aufsetzen, dann nehme ich nämlich wenig physischen Schaden, weil... Gut, das kann natürlich Drachenwut sein, was er jetzt vorhat. Das war ein Safe 40 KP. Bin sogar schneller, nice. Dunkelklaue, okay. Ja, das macht ungefähr Minus-Damage. Easy. Okay. Koko war der absolute Mörder in dem Kampf. Ja, okay, das ist easy. Kann ich jetzt schon mal sagen, Deathless. Locker vom Hocker. Nice. Relativ clean. Die Z an die, wofür Deathless gestimmt hat. Nice. Ja gut. Ja, trainier du mal und eventuell kannst du es dann mit uns aufnehmen. Aber der Wille war da. Ey, warte mal, habe ich das jetzt noch mitgemacht? Lol. Vergesst es. Achso, okay. Okay. Zertrümmerer. Ja gut, das ist ein Kampfattack und eine VM, die brauchen wir jetzt dann nach dem Arenaleiter, dass wir weiterkommen. Jetzt aktuell brauchen wir es noch nicht. Zumindest zeige ich jetzt keinen Grund nicht. Noch nicht. Hey, und ich muss unbedingt, jetzt passt so, bevor ich das vergiss. Jetzt ist einmal nachleveln da. Da wieder überall Items drauf. Damit ja nichts passiert.
Den der wir auch noch schnell geschwind. Das ist jetzt recht praktisch, weil ich nicht jedes Mal ins fucking Pokécenter zurückrennen muss. Gut, jetzt Moment einmal, ja gut, in dem Fall muss ich sogar sowieso zurück, weil Gyarados in der Elektro-Arena absolut ungeil ist. Das heißt, da müssen wir mal schauen, was man da ersatzhalber noch mitnehmen kann. Jetzt bei so Wacht. Man da theoretisch noch Corazon bringt man halt auch nichts. Eigentlich müsste man fast mit für Marschall gehen an der Stelle. Weil wie gesagt, Gyarados in der Elektro-Arena absolut fatal. Die wir da jetzt an der Stelle nicht brauchen. Marschall hat sich ja schon ausgestellt, dass es sehr gute Arbeit leisten kann. Hat uns ja gegen den zweiten Arena-Leiter unfassbar stark geholfen. Jetzt kann man eigentlich gleich mal schauen. Ich glaube fast, dass das hübsch unser Team wird gegen Arena-Leiter. Müssen wir zwar dann nochmal genauer drüber schauen, aber Stand jetzt, glaube ich, wird es ungefähr so werden. Milky Wayne und Kicks Official, danke für eine Raid. Oh, der kommt jetzt erst. Lol. Dankeschön für eure Raids. Wie geht's euch? Schön, dass bei mir herfindet oder zu mir herfindet. Ihr seht, ich rede komplett niederbayerisch. Aber ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Gamerbazi. Wir spielen halt Rising Ruby Hot Corners weiter. Rüsten wir uns jetzt schön langsam gegen den dritten Orden. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Lief gut heute. Was habt ihr eigentlich gespielt? Da ein Doppelraid einer kommt, schätze ich mal, es war eine Art Soul Link. Vermute ich jetzt einfach mal. So. Ja gut, mir liegt man mit Broly, definitiv. Aber die kann man wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich nicht skippable, oder? Ja, vielleicht sogar doch, oder? Kann man nicht skippen. Okay. Für den Fall, dass ihr irgendwas nicht versteht, einfach nachfragen, ja? Ist kein Problem. Oh, ich muss aufpassen, Broly hat nämlich schon fast Level Cap. Aber gut, das bringen wir hin. Also, ich sage jetzt einmal so, Moabel wird absoluter MVP in der Arena. Iguana, okay. Kein Astarte, danke für den Following. Dankeschön. Alles gut bei dir. Ist halt so funny, weil der hat wahrscheinlich jetzt überwiegend nur Elektroattacken und kommt deswegen gegen Moabel nichts da. Hixar, danke an die für dein Following. Und Milky Wayne, danke für dein Following. Habe ich auch nicht überlesen. Entschuldigung. Können wir gleich einmal schauen, jetzt passt so Wacht. Das muss man natürlich nicht nehmen. Moment. Ich hab da einmal einen Shoutout für den Milky Wayne und natürlich kriegt der Mr. Wie heißt der? Kicks auch noch einen. War ja sowieso klar. Könnt gerne mal drauf schauen. Werde ich selber noch halt auch mal eine schauen, was ihr da so betrieben habt. Und werde mir das anschauen, was ihr da so fabriziert.
hab mein Tilt bei den beiden Soul Linkern abgebaut. Und hier geht's weiter. Was für Soul Link habt ihr gespielt? Meine Nuzlocke ist gerade reinster Horror Käfer und... Was? Käfer und Death Plus Wesen only seit Beginn der Log. Oha. Bisher hat sie... tatsächlich habe ich mit den Wesen relativ viel Glück bisher. Also... Ich kann mich nicht beschweren. Aber was die Fähigkeiten betrifft, bin ich bisher noch relativ gut dabei. Nuzlocke ist schwarz und weiß. Oh, okay. Nice. Ich muss leider gehen, aber viel Erfolg, man sieht sich bestimmt noch. Definitiv. Kicksname, vielen lieben Dank. Dir ein angenehmes Wochenende. Also ich muss sagen, bisher mit den Encounter ziemlich viel Glück gehabt, mit den Wesen relativ viel Glück gehabt, mit den Fähigkeiten relativ viel Glück gehabt. Schauen wir mal, wie lang das noch so bleibt. Jetzt geht's zum Saufen, ja, dann wünsche ich auch dir viel Spaß beim Eindüdeln, ne? Und dir noch natürlich noch ein schönes Wochenende und nochmal danke für den Raid. Ja, wir hören uns bestimmt. So, was ist jetzt das? Der Watzzapf. Okay, weg damit. Na, Flunschnick. Quatsch. Gefettfingert. Bleibe seichter. Einer macht eine eigene Lok in Renegade Platinum. Oh, Renegade Platinum habe ich letztes Jahr genauslockt. Super, super, super Game Win. Also wirklich großartig. Hat mir ganz gut gefallen. Renegade Platinum war super, super Romhack. Hab's aber leider nicht geschafft. Bin beim Cyrus in der Zerwelt gescheitert, weil ich mich verklickt hab. Das war ein bisschen traurig. So, ich muss jetzt aufpassen, dass ich Moorabel nicht überlevel. Level Cap ist nämlich 28. Ich glaube aber, dass Kokowai an der Stelle eigentlich eine ziemlich gute Antwort ist. Für alle, die neu haben, gerne einfach mal Ausrufezeichen Regeln drucken. Dann wisst ihr, nach welchen Regeln ich spiele. Ist im Endeffekt der Hardcore-Nuzlocke, also da ist nicht viel Luft nach oben, was Heilung etc. pp. Betrifft. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr wissen wollt, was eine Sache ist. So, Elekit. Ja, das war klar, dass wir jetzt Para einfangen. Schade, der Knopf überlebt. Ich glaube, dass sogar Gigasauger mehr Damage macht an der Stelle. Mit dem Team aus Schelaski, Weiher, Smetbo, Zirpeise, Blitzer und einem Riolo ist das Ganze recht hart in der ersten Arena, in der ich bisher schon 5 ja. Okay. Vor allem, du hast halt extrem starke Schwäche gegen Stein. An der Stelle. Okay, kann ich verstehen. Aber keep going. Keep going. Weil der Kokowai ist so eine krasse Wall in dem Spiel. Das hätte ich echt nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gemeint, dass das so krass wallen kann. Und du hast das schon mal mit Blindverstarter probiert? Ich darf da generell empfehlen, Plymford zu nehmen, weil Stahltypen, später bei Empoleon ist ja Teil Stahltyp, ist in Nuzlocke ziemlich gut.
weil die sehr hohe oder sehr viel Resistenzen haben. Oder relativ viel Resistenzen. Ah, der Draht ist natürlich mit, ja, okay. Müsste ein 3 drin sein, oder? Ja, genau, okay. Und mit Plimfer ist es leicht. Ja, okay. Akzeptiere. Akzeptiere. Also ich bin jetzt tatsächlich noch immer beim ersten Versuch. Schauen wir mal, wie lange ich den ersten Versuch so halten kann. Ich verstehe immer nur Bahnhof, aber ich mag die Viecher. Mrs. Semcrovive, bist du jetzt lang genug dabei, wenn du was nicht verstehst? Aus dem Chat. Du weißt ja erklärbar sie und so. Mit was hab ich damals angefangen? Ich glaube, ich habe mit Panflam gespielt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr. Ich glaube aber schon. Das ist wie gesagt über ein Jahr her. Da müssen wir nur aufpassen, was hat jetzt Kokowai für ein Level? Okay, passt. Das ist gut. Da haben wir keine Angst, nicht, dass das überlevelt. Von daher alles easy. Ich glaube, da brauchst du einen Lehrgang. Frag einfach noch. Ich erkläre das immer wieder gern. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, der Verständnis halber, einfach noch fragen. Ich bin Pokémon-Spieler der ersten Stunde, ich tue das schon ein paar Tage lang. Ja? Also ich kenne mich schon ein bisschen aus. So ist es nicht. Psychoschock. Fühle ich jetzt nicht so, weil das macht nämlich einen physischen Schaden und Kokowai ist speziell, von daher nö. Meine erste erfolgreiche Lok habe ich in Sacred Gold noch im 2. Rang gehabt. Oh, Sacred Gold selber noch nie genau slockt, aber auch ein sehr großartiges Spiel. Das Prinzip habe ich schon verstanden, ich kenne halt nur die Viecher nicht so gut. Ja gut, okay, es gibt mittlerweile, keine Ahnung, über 900, glaube ich, sind's. Und im November kommen neue dazu, weil die neue Generation rauskommt. Aber so an und für sich. Also selbst wenn du es mal spielen willst, so für Casual, da brauchst du nicht wirklich was wissen. Also das kannst du einfach spielen und loslegen. Das haut dann schon hin. Das, was ich da betreibe, ist ja mehr oder weniger ja, ein bisschen mehr im kompetitiven Bereich, sag jetzt mal gerade bei einer Hardcore-Nuzlocke. Du musst schon ein bisschen mehr wissen, was du hast, aber wenn du das Casual spielst, easy. Findest du noch leichter als wie Renegade? So, jetzt bringen wir mal alles auf Level Cap, nämlich 28, ja? Bringen wir mal alles auf Level Cap 28. Außer Moabel, wenn ich das natürlich jetzt nicht, weil das ist ja schon auf 28, so damals 27. So, dann machen wir Xena, aka Strepoli. Okay, dann Marshall. Jetzt, also Marshall und Marshall und Mothman kannten jetzt echt meine Entwicklung verdrängen. Okay, ich halt einfach mein Maul. Passt. Nicht vielleicht, sagen wir mal 20%. Okay. Ja, Renegade Platinum war stellenweise schon nicht ohne. War nicht ohne. Meinst du, das mit dem Kartenspiel kann man so hinkriegen wie mit unserem Munchkin? Und da haben wir so ein Kartenspiel kaufen. Da gibt's mittlerweile App am Tablet halt oder halt am Handy oder auch am Browser. Kannst du runterladen, das habe ich einmal eine ganze Zeit probiert. Das ist das offizielle Kartenspiel dazu. Das ist auch brutal simpel gehalten, hat auch wirklich Spaß gemacht. Muss man nur schauen, ob man da gegeneinander spielen kann. Das müsste halt eigentlich, also das funktioniert mit Sicherheit. Ja, müsste mal schauen. Gibt es auch einfache Formate zum Spielen tatsächlich. So, Marshall möchte Schockbälle lernen. Das nehmen wir natürlich gern mit. So, das ist sowieso ein physischer Angriff, hilft uns jetzt persönlich nicht so wirklich weiter.
Die Frage ist jetzt nur, also Trugtränelose auf alle Fälle ist ein unfassbar starker Angriff, gerade in Kombination mit den ganzen speziellen Attacken, wo wir da haben. Tatsächlich tue ich, glaube ich, Spaßkanone weggert. Ja. Na, so hart ist Renegade Platinum nicht. Also, es hat Stellen dabei, da ist schon nicht ohne. Aber es ist weit davor entfernt, richtig extrem schwarz zu sein. Also wenn du Emerald Kaiser mal gesehen hast oder auch mal spielen möchtest, da hast du weit mehr Probleme. Also Renegade Platinum, wenn 10 brutal schwer ist, also nach meinem Empfinden noch ist so irgendwo bei Sim 8, 7,5 bis 8 in etwa. Boxer habe ich Sounds like a plan. Müsste halt normalerweise gehen. Also da mich schwer reichen, wenn nicht. So, Blutzug entwickelt sich immer noch nicht. Was ist denn mit dem Viech? So, ich hoffe jetzt nur, dass wir noch Hytira kriegen. Das war so Bombe. Nice. Wir kriegen sogar noch Hytira. Easy. Emerald Kaizo. Emerald Kaizo ist 15. Ja, das sprengt die Skala. Genauso wie Radical Red. Also das sind Spiele, die haben selbst mir zu heftig. So, I proudly present to you Big Mom. Ja, das ist gut, dass wir mir jetzt noch Hytira haben. Die Song. Machen wir das auch durch? Machen wir den RNG-Shit auch durch? No. Mit 55% Genauigkeit safe nicht. Okay, ich glaube, mit dem Team gehen wir tatsächlich Richtung Walter. Da die jetzt schon fast sagen. Jetzt schaue ich mir, ob wir in den TM-Laden noch irgendwas ergattern können. Weil Hytira gefällt mir noch nicht so. Jetzt schauen wir mal. Ladestrahl, glaube ich, ist ein ziemlich solider Angriff, wenn wir den noch mitnehmen. Das schaut uns bestimmt gar nicht. Den kaufen wir jetzt tatsächlich sogar noch. Weil Hytira kann meines Wissens noch Ladestrahl sogar lernen, ja. Ja, scheiße. Ja, wobei, Charme ist, glaube ich, gar nicht unübel, wenn wir das haben. Du, ich glaube eher sogar Bitterkuss weg. Wie du dir in der Log noch ein eigenes Handicap verpasst durch die Sondermomons. Jein. Die Pokémon, die wo ich jetzt verwende, also es ist so, also quasi alles, was man im Spiel machen kann und mir aber halt Zeit erspart, wie zum Beispiel das Grinden, das erhecke ich mir. Also sprich, ich darf ja im Kampf sowieso keine Highlight-Items nicht benutzen und dass ich mir dann die ganzen Gänge zum Pokémon Center spare, habe ich eben so Top-Genesung, Top-Elixiere und so weiter dabei. Und in dem Spiel kannst du ja halt auch von vorne weg EV-Training betreiben, ja, durch das Trainieren, durch das Supertraining. Das heißt, das beschleunige ich auch, indem ich halt schon, wenn ich das Pokémon fange und dann wirklich verwenden muss, dass ich es dann voll EV trainiere. Also indem ich halt eine Software benutze, das erhält mir quasi die vollen EVs dann so, wie es ich haben will. Also zwar nur einmalig, also ich kann jetzt nicht jedes Mal die EVs verändern. Also wenn ich halt quasi einmal Pokémon sage, ich mache jetzt Full Attack, Full Speed, dann bleibt das auch so. Also es ist im Endeffekt, ich kann das eh schnell geschwind sagen. Wenn du jetzt da herschaust, wie bei Hytira, das ist Full HP, Full Verteidigung, da verliere ich nichts mehr. Ja, so auf die Art. Also alles in Ordnung. Das ist tatsächlich ein Handicap, das muss man nicht so wirklich machen. So. Gut. Dann haben wir jetzt natürlich auch wieder eine Vorhersage, da könnt ihr wieder abstimmen. So, schaffen wir mir an Walter Deathless? Ist die Frage. So, da haben wir auch wieder 2 Minuten Zeit. Viel Spaß beim Voten. Ich glaube aber tatsächlich, also ich persönlich, ich glaube, dass wir gar nicht einmal schlecht aufgestellt haben gegen ihn. Ich meine, Moabel macht unfassbar viel Arbeit gegen den, weil Bodentyp und so. Von daher ich bin jetzt einmal confident, ja.
Gut. Da ist sowieso klar, dass ich mit Broly leaden werde. Hat Marshall jetzt eine andere Fähigkeit wie vorher? Nein, gehört immer noch die gleiche. So, jetzt schauen wir mal. Der Walter hat... Was hat denn der Walter? Der hat ein Elektroball, ein Magneton, ein Vati, ein Rotom, ein Luxio und ein Voltenso. Okay. Okay. Schauen wir mal, dann werden wir es schon sehen. Das werden wir schon irgendwie hinbringen. Nochmal schauen, ob die Items passen. Sindelbeere, 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 okay. Ich bin jetzt immer noch am Überlegen, ob Blutzug vielleicht noch nicht so... Vielleicht, ob wir da nicht ein bisschen eine Alternative haben. Ich glaube aber eigentlich fast nicht. Ich glaube aber eigentlich fast nicht. Ja, das werde ihm schon passen. Eglinde ist ein ziemlich guter Tank, wobei... Ja, das sehen wir dann. Auf alle Fälle mit Moabel leaden ist, glaube ich, gar keine dumme Idee. Gut. Abgestimmt habt ihr hoffentlich. Dann schauen wir uns jetzt am Walter an, was der so kommt. Hoffen wir mal, dass wir da auch gut durchkommen. Was sagst du da? Du hast alle Schalterrätsel gelöst. Das ist mir ein Ding. Jetzt, wo der Umbau von Malvern City gegessen ist, kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, meine kleinen Maschinchen zu bauen, um mir mit jungen Trainern wie dir Kämpfe zu liefern. Ich bin Walter, der Arenaleiter von Malvern City, und dein Team macht sich besser schon mal auf eine Ladung Starkstrom gefasst. Her mit dem Strom! Elektroball, okay. Das Ding ist sowieso safe schneller als ich. Aber du hast nur Elektroattacken, sprich, außer Lichtschild kannst du jetzt gar nichts tun. Deswegen glaube ich sogar, dass du da raus switcht. Weil du kannst mir nichts anhaben, weder mit Volt switchen noch mit sonst irgendwas. Und dann gehst du wahrscheinlich in Rotom, weil Schwebe. Oder in Magneton, weil Luftballon. Eins von beiden. Also Dampfwalze möchte ich jetzt an der Stelle nicht einmal drucken, weil er das mit einem Switch negieren kann. Das heißt eigentlich jetzt das sicherste Play an der Stelle war tatsächlich sogar entweder Steinhagel oder Nassschweif. Wobei ich dann eher auf Nassschweif gehe, weil Step Move. Step Move heißt praktisch, wenn ihr Attack einsetzt, die den Typen meines Pokémon entspricht, dann wird der ein bisschen verstärkt. Ja, Nassschweif ist eigentlich der beste Mid-Ground-Play, den ich machen kann, weil ich glaube, dass der nicht drin bleibt, er kann nichts durch. Eben. In Rotom wahrscheinlich, oder? Na, Luxio sogar, okay? Warum Luxio? Weil Bedroher wahrscheinlich. Ist jetzt Nassschweif drin, das ist natürlich zauberhaft. Du hast jetzt was? Du hast ein Muskelband, Volt Switch, Night Slash, Eisfang, Baby Doll Eis. Cooler Augen, okay. Ist die Frage, in was du gehst. Durch das, dass der Angriff reduziert ist, hilft mir wohl jetzt gerade gar nicht so viel. Okay. Ha, der Obertank, Freunde der Sonne.
Wie sogar schnelle Veluxio, what the fuck? Speed mal überbringen. Das war ein Crit. Ja, auch ein Crit. Ja, okay, passt. Ist fein. Überreste warten auf Hytera heute natürlich richtig stark. Wollen wir nochmal schauen? Wir haben ein Speed Tide. Okay. Das heißt, jetzt bin ich eigentlich wieder free für Broly. Ich hoffe, dass er mir jetzt nicht crittet. Wenn er mir jetzt crittet, wird es natürlich böse. Macht er coole Augen, okay? Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ich muss jetzt das Ding ja schnell rausbringen. Bis auf. Oh, das war Crit. Okay, der hat auf alle Fälle gemädert. Der war wichtig, der Crit. Rotom, okay. Rotom hat Volt Switch, Ominous Wind, T-Wave und Confuse Ray. Oh, das schaut so aus, wie wenn ich jetzt PP stallen muss. Also AP stallen. Es ist jetzt entweder... Unheilböen oder Konfusstrahl. Er kann nicht Volt Switch machen, er kann nicht T-Wave, also Donnerwelle machen. Ominous Wind ist, also Unheilböen ist aber gefährlich. Das muss ich outstallen auf jeden Fall. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich immer zwischen Hytera und Moabel hin und her switchen. Weil Hytera nämlich Geistattacken negiert. Da müssen wir jetzt ein bisschen rundum spielen, das hilft jetzt nicht. Ist fein. Wir können jetzt safe Elektroattack, weil er kann ja nichts anderes nicht machen. Voltwechsel, okay. Geht jetzt wieder auf Konfusstrahl oder auf Unheilböen. Okay. Ja, das wird jetzt ein bisschen ziehen, das hilft ihm aber nicht. Rotom ist ein bisschen gefährlich an der Stelle. Was ich jetzt betreibe, also ich sag's nur mal, ich erkläre es jetzt kurz, das ist AP-Stallen, also sprich, die Aktionspunkte von den Punkten, also jede Attacke hat eine gewisse Aktionspunkte. Ja, wenn ihr jetzt mal schaut, Gähner hat 10, Steinhagel hat 10, Naschweif hat 10, Dampfwalze hat 10. Wenn das auf 0 ist, kann die Attacke nicht mehr einsetzen. Und das ist jetzt im Endeffekt das, was ich jetzt mit dem Rotom tue. Ich möchte schauen, dass er Konfusstrahl nicht mehr machen kann, ich möchte schauen, dass er Ding nicht mehr machen kann. Unheilböen. Unheilböen hat tatsächlich nur 5 AP, das geht relativ schnell. Aber bei Konfusstrahl dauert es tatsächlich, es hat 20 insgesamt. Hauptsächlich geht es mir tatsächlich um Konfusstrahl. Dauert jetzt ein bisschen, aber wir wollen mal ja Deathless da rausgehen. Nach Möglichkeit. Hytera ist einfach so ein unfassbar starkes Pokémon. Okay, er priorisiert also immer Konfusstrahl. Er priorisiert nicht Unheilböen. Das heißt, wenn er Unheilböen macht, ist er, was Konfusstrahl angeht, auf Eis gelegt. Man kann jetzt an der Stelle auch vielleicht von Softblocken reden. Jetzt sollen wir mal schauen, ob wir irgendwo in dem Spiel Überreste auftreiben können oder Sägesang, irgendwie sowas. Das war auf Hytera schon unfassbar stark. Okay. Vielleicht ist Konfusstrahl sogar nur auf 15
OP. Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Donnerwelle, okay. Ja, die Zeit nehmen wir uns. Das hilft einem gar nichts. Das Rotom ist eigentlich so ziemlich, was ich sage, das gefährlichste Pokémon, was er hat. Weil Rotom ist nämlich immun gegen Bodenangriffe. Weil es die Fähigkeit Schwebe hat. Deswegen habe ich ihr das Pokémon eigentlich überhaupt kein Mittel nicht. Ich hätte noch Kokowai rein theoretisch. Aber Kokowai ist halt auch immer so eine Sache, weil das natürlich auch Attacken beherrscht, wo gegen mein Kokowai stark sind. Das wollen wir ja vermeiden. Noch dazu hat es ein Item, das wo Geistattacken verstärkt. Deswegen ist Unheilböen ein bisschen gefährlich. Also vor Rotom habe ich tatsächlich ein bisschen sehr großen Respekt. Da war natürlich jetzt die Fähigkeit eher zwingerstark, aber die haben wir natürlich noch nicht. T-Wave, okay. Natürlich, wenn du in die Fänge gerätst zwischen Paralyse und Verwirrung, dann kommst du eigentlich so gut wie gar nicht zum Zug. Oder ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ist halt sehr abfuck. Muss ich nur aufpassen, dass ich mich da jetzt nicht verklickt, weil sonst war es natürlich blöde. Aber gut, das. Ist natürlich ein bisschen unlucky gelaufen, dass der Naschweif vorher das Luxio daneben gegangen ist, aber gut, das hätte auch keinen Unterschied gemacht. Aber jetzt kommt Unheilböen, okay. Are you out of Confused Ray? Is my question. Weil dann stallen wir nämlich Unheilböen auch noch aus, weil dann kann er nämlich gar nichts mehr da gegen das Moor haben. Das ist wieder Volt Switch, okay. Unheilböen, ja. Ich glaube, dass er keine Konfusstrahl-PP mehr hat. Okay. Das war Unheilböen Nummer 2. Das hat 5 AP, wenn man nicht alles täuscht. Oder es ist buffed worden, das kann natürlich auch sein. 3. Das werde ich jetzt sogar mal nachprüfen. OP wissen. Wie viel OP hat Unheilböen in Gen 6? Ah, du tatsächlich stehen. Glaube ich. Ah, Level, okay. 5, okay. Ja, so 5 OP. Das ist jetzt Nummer 4, oder? Wir müssen jetzt auf Nummer 5 kommen. Okay.
So, hat jetzt nichts mehr mit was er angreifen kann. Ja. Ja, keine AP mehr. Das ist gut für mich. So, was kann denn jetzt potenziell aus Switch kommen? Weil ich glaube, dass er sogar rausgeht. Luxio ist schon weg. Elektroball macht mir gar nichts, ist dasselbe in grün, hat nur Elektroattacken, kann nicht aber nichts tun. So, Vati ist eigentlich auch relativ entspannt, weil Feuerschlag, da muss ich eigentlich nur Verbrennung fürchten. Rotom ist raus. Also das Einzige, was jetzt da wirklich gefährlich werden kann, ist eigentlich nur das Dingens. Das Voltenso. Ich muss bei Elektroball nur aufpassen wegen Dingens. Wegen Aftermath. Wie heißt das auf Deutsch? Weiß jetzt nicht mehr. Egal. Saphira, habe ich dir, grüß dich. Na, hast du deinen Horrorschock schon verarbeitet? Okay, Rotom outplayed, Rotom ist raus. Voltenso, okay. Ja, okay, sehr gut. Du hast Statik, du hast eine Zitrusbeere. Das Ding ist safe schneller wie ich. Du wirst wahrscheinlich, für was willst du jetzt gehen? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, aber ich bin weder durch Flammenstoß noch durch Snarl. Snarl ist mir sowieso komplett egal, weil ich körperlich angreife. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen so zerbröseln kann, war Verbrennung. Aber am Ende des Tages müsste das eigentlich relativ gut über die Bühne bringen. Einmal Dampfwalze. Und dann bin ich normal sogar schon schneller wie das Ding. Elektrofeld, okay, fein, nimm mich. Mach ruhig. Ist mir ungefähr komplett scheißegal. So, Speed geht oben. Zitrusbeere, okay, ist fein, ist sowieso Two-Hit-KO. Jetzt bin ich mal sogar schneller. Jo, easy. Nice. Vati, okay. Das hat Feuerschlag. Ja, Feuerschlag. Morgen Nachmittag geht's weiter. Ja, wenn ich morgen Nachmittag streame ich wahrscheinlich selber. Ja, mal schauen, aber ich komme schon wieder mal zum Lohn. Okay. Wieder fokussen. Vati hat auch Statik, hat auch Überreste, hat eigentlich nur einen Angriff, mit dem man mich angreifen kann, das ist Feuerschlag. Kann ich was gegen Feuerschlag machen? Aktuell nicht. Kokowai ist aus Switch-In raus, Mothman ist aus Switch-In raus. Big Mom Gang theoretisch, ja, aber es lohnt sich eigentlich nicht. Warum unnötig KP riskieren? Von dem Elektroball brauche ich mich sowieso nicht anscheißen. Selbst wenn ich verbrennt wird, ist völlig egal, weil Elektroball kann mir gar nichts machen. Dann bleibt eigentlich nur noch das Magneton hinterher. Das sollte man eigentlich auch irgendwie geregelt kriegen. Das heißt, mein Play ist jetzt einfach drin bleiben und weiter Dampfholz zu drücken. Da die jetzt einmal schwer sagen. Easy. Oh, das war Crit. Okay, nice. Crits sind auf meiner Seite. Also wenn ich jetzt einen als Karma kriegt, darf ich mich auch nicht beschweren. Sogar Moabel ist absolut pervers in der Arena. Lehmbrühe. Nope. Ist zwar eine coole Attacke, bringt aber mir nichts. Da haben wir jetzt das Magneton. Das Magneton hat... Ja, okay, das hat einen Luftballon, deswegen kann ich jetzt zuerst nicht für die Bohnenattacke gehen. Macht aber nichts.
Okay, Superschall. War natürlich jetzt zauberhaft, wenn wir Treffer da hatten, weil dann hat man den Luftballon. Schade. Okay, jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Wahrscheinlich... Da kann eigentlich nur Mirror Shot kommen. Diese Spiegelsalve, right? Zum Beispiel schnell überlegen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir jetzt tatsächlich sogar da jetzt in Kokobei gehen, weil der fängt das eigentlich relativ gut ab. Das ist Spiegelsalve auf jeden Fall. So 10 pp, ja, also im Endeffekt ist er eigentlich jetzt tatsächlich... Gut, bei Tyra-Gang tatsächlich sogar auch. Ich möchte bei KP vom Moabel ein bisschen aufsparen, weil das Elektroball immerhin nur seine Fähigkeit hat. Okay, wäre ich ab. Elektrofeld ist verschwunden. Jetzt müsste wahrscheinlich Elektrofeld machen. Okay, oder auch nicht. Okay, nice. Jetzt platzt da der Luftballon. Und jetzt ist wieder die Frage. Du kannst Volt switchen, macht bis weit, darf man sogar in Karten spielen. Spiegelsalbe ist mir egal, du kannst aber theoretisch auch wieder für Electric Terrain gehen. Gang rein theoretisch auch. Ich glaube sogar, dass du eher Zweiteres verursachst. Okay, ich bleibe jetzt einfach mit drin, weil warum nicht? Ich bin schneller. Okay, ist nicht schlimm. Elektrofeld, nimm mir. Nimmer verwirrt, nice. Okay, guter Damage. Aber da ich schneller bin. Super Drang regelt natürlich jetzt an der Stelle. Aber gewinnst effektiv auch nicht wirklich was draus. Ja, wobei doch, ein bisschen was gewinnst sogar. Crit, glaube ich, überlebe ich gerade nur so. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel KP das macht, aber es sollte fein sein. Okay, maybe müssen wir doch Speed-Zeit. Okay, da zähle ich mal in Hytera. Weil jetzt kann ich nämlich ein Ding machen. Dampfholze. Ja, das ist ungefähr komplett egal, was du da machst. Nice! Jetzt bin ich sogar schneller wie das Ding. Dann, wenn ich switchen muss. Okay, nice. Das war aber vorher Crit, deswegen killt das jetzt nicht. So, du bist jetzt auf -2 Speed. Damit ich jetzt ja nicht irgendeinen Kill riskiere, gehe ich jetzt auf ein Full-Life-Pokémon, in dem Fall in Xena. Ich bin jetzt sowieso safe schneller. Okay, fein. 2 Supertränke, easy. Aber da ich jetzt schneller bin als du. Nice.
mal dezent einen Stahlträger ins Gesicht gekriegt. So, und jetzt hat er nur einen Elektroball und Elektroball hat nur Elektroattacken, die wo mich angreifen. Und da ich da mein Broly relativ heftig gelassen hab, tut mir Aftermath nix. Freunde, an der Stelle kann ich eigentlich ziemlich sicher behaupten, Deathless. Das Einzige, was er machen kann, ist Lichtschild. Er hat keinen Offensivangriff, der wo mein Moabel irgendwie angratzt. Nice. Aftermath noch kurz abwarten. Kommt nicht einmal. Easy. Easy, Deathless, Walter. Freunde der Sonne. Hat sich ein wenig gezogen, der Kampf jetzt tatsächlich. Tut mir irgendwo leid, dass wir so ein bisschen Stallen betrieben haben, aber das war der sicherste Play. So. Dann lösen wir natürlich jetzt auch gleich die Vorhersage auf, weil ihr möchtet ja schließlich auch an den Punkte kommen. Glückwunsch zu euren Kanalpunkte, die wofür Deathless gestimmt haben. Nice. 3 Orden. Und wir haben ein verdammt gut dabei, Freunde. Wir haben ein verdammt gut dabei. Noch. Ja? So, jetzt haben wir einen Dynamo-Orden. Ab jetzt dürfen wir ein Ding einsetzen. Zur Trümmerer. Die VM-Haken sind immer davon abhängig, ob man einen gewissen Orden schon besitzt. Genau. Ob wir das heute noch sehen, weiß ich nicht. Wir werden uns jetzt nämlich so ein bisschen unterhalb noch umschauen. Und auch links davon, wir haben noch das eine oder andere Dörfchen, was wir noch entdecken können. Encounter wird man tatsächlich kommen haben. Wir machen jetzt auf alle Fälle da nochmal das Rätselhaus. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir auch, da auch das eine oder andere gute Item ergattern können. Und bevor ich jetzt das tue, jetzt muss ich direkt einmal schauen. Wir haben jetzt ein Level Cap von 38. Okay, also haben wir viel Luft, das ist gut. Das heißt, wir können jetzt ganz in Ruhe uns die Routen nur mal anschauen. Und schauen, ob wir noch das eine oder andere gute Item finden. Nichts gewonnen und nichts verloren. Easy. Hauptsache nichts verloren, da ist er. Es war aber jetzt tatsächlich von der Strategie her der aufwendigste Arenaleiter tatsächlich. Aber ich spiele halt natürlich und versuche es halt natürlich auch so sicher wie möglich zu spielen. Ja, natürlich hätten wir jetzt bei dem Rotham nicht ganz so viel Zeit verscheißen müssen, aber da war halt wahrscheinlich irgendwann einmal was draufgegangen. Weil Verwirrung, wenn die nicht mag, dann das ist ganz bösartig. So. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Blutzug einfach keinen Bock nicht hat, sich zum entwickeln. Deswegen werde ich es jetzt fürs erste Mal einlagern. Und ich nehme dann natürlich mein Garados wieder mit. Da war ich sowieso klar. Aber holy shit, Coco war richtig starker Encounter gewinnt. Richtig starker Encounter gewinnt. Schaut mal. So, der Garados natürlich auch noch schnell der Vollständigkeit halber auf Level 28, damit so ist ein Gesicht hat, ne? Nassschweif, sehr gut. Dann hat jetzt Garados auch einen körperlichen Wasserangriff. Das ist gut für uns. Nehmen wir natürlich auch gern mit. Gut. Moabel hat einfach mit 2 Level-Ups in dem Arena-Kampf gefressen. Aber gut, das war mir eigentlich klar, weil Dingens Moabel einfach absoluter MVP in der Arena war. Da kann man einfach nichts anderes nicht sagen. So, jetzt schauen wir uns Rätselhaus noch an. Ich glaube, das kann man pro Orden einmal machen. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber da hat es im Original schon das eine oder andere gute Item ausgegeben. Also kann man vorstellen, dass wir vielleicht da auch das eine oder andere gute Item ergattern können. So, nehmen wir uns jetzt mal einen Topschutz rein, damit wir einfach unsere Ruhe haben. Wenn ich das richtig sehe, haben wir nicht einmal eine Beere verwendet unter dem Arenaleiterkampf. Also haben wir richtig gut gespielt.
So. Das ist das Rätselhaus. Da links schauen wir auch noch schnell vorbei. Vielleicht haben wir da auch irgendwas zum Entdecken. Und jetzt erstmal nur Trainer. Ja, den nehmen wir jetzt mit, weil das ist eine Aroma-Lady. Da möchte ich jetzt nicht mit Gyarados lieben eigentlich. Ja, wobei doch, ist wurscht. Ist eigentlich wurscht. Ja, okay, ist wurscht. Und wir haben jetzt auf Arena-Leiter-Level, das heißt, die werden uns jetzt da nicht wirklich unbedingt stark Wasserreicher können. Ja, Level 19, okay, easy. What do you mean? Sprungfeder hat dort tatsächlich nur 5 AP. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie viel das in die neue Generation wird. Und das ist halt die geile Fähigkeit von Gyarados. Das ist sogar die versteckte Fähigkeit. Jedes Mal, wenn ich mit Gyarados ein Pokémon besiege, steigt der Angriff um eine Stufe. Das ist halt brutal. Das ist sogar besser als Bedroher. So, Kikugi ist tot. So, und Hochmut triggert wieder. Jetzt hat Gyarados einfach mit plus 2 Angriff. Das ist halt schon verdammt stark. Da triggert jetzt Hochmut natürlich nicht mehr, weil der Trainer ohnehin besiegt ist. Oh, da haben wir einen Doppelkampf. Normalerweise meide ich in Nuzlockes Doppelkämpfe, aber da immer wir jetzt ohnehin 10 Level drüber haben, befürchte ich jetzt da einfach mal nichts. Wahrscheinlich kriege ich jetzt so eine Karma-Schelle für den Spruch, dass ganz aus ist. Gibi und Pummeluff. Ja. Also Level 20, aber gut, das macht jetzt auch keinen Unterschied nicht. Easy. Also ich muss echt sagen, aktuell, man, das kann sich natürlich schlagartig ändern. Aktuell haben wir ziemlich solide Pokémon auf unserer Seite, mit denen man wirklich was anfangen kann. Oh, ich hab so das dumpfe Gefühl, dass da einer Elektro-Pokémon hat. Ja, das war mir fast klar. Das ist sogar das Rock-Pikachu. Gut, da kommt sowieso Donnerblitz oder irgendein so ein Scheiß oder Donnerschock. Also ist da sowieso sicher ein Switch in Broly. Ja, Donnerblitz auf Level 18. Nächstes Mal verarschen oder was? Ach, der hat die 5 Special Pikachus oder was? Nice. Er hat wirklich 5 Pikachus. Lucha Libre Pikachu? Ja, komm, ich bleibe jetzt einfach im Morbel, weil es am einfachen ist. Ah, Marschall! Marschall wo? Das war jetzt perfekt. Das war jetzt eigentlich perfekt fürs Marschall. Schleifenkleid Pikachu. Ah, und Professor Pikachu, okay. Easy. Schau, die verhauen eigentlich ungern Pikachus, aber es hilft ja nicht. So, da haben wir jetzt irgendeinen so Flammentypen. Gibt es da nicht irgendein Item oder sowas? Ja gut, dahinter ein Bären, aber die haben mir jetzt eigentlich relativ egal. Da ist ein Item, da nächstes. Megablock, okay, taugt zum Verkauf war ganz gut. Den Angler sparen wir uns. Hast du irgendetwas?
Also, okay. Also, Tipp für nichts Wissende. Okay. Gut, schauen wir mal in das Rätselhaus. Schauen wir mal ins Rätselhaus. Du hast das Gefühl, beobachtet zu werden. Nur mal den Typen suchen. Bringt der Schrift rein, okay. So, wo ist er jetzt? Ah, da gibt's noch Vasen. Da ist er, unterm Tisch. Da. Fluchtseil. Hey Robin. Du noch nicht fort, oder was? Schau mal. Oh fuck, da brauchen wir zu schneiden. Ja, blöd. Moment, ich muss mit Schnaps. Nur mal schnell Pokémon aus der Box holen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie meine Haupt-Pokémon irgendeiner VM lernen, die ich dann später nicht mehr brauche. Moment! Wobei, da geht's noch unten schneller. Ja, bei uns mal rankt sogar schon. Also jetzt vorher, wie Einkaufen gefunden bin, ist schon ziemlich schwarz dahergekommen. Also ich glaube, es ist gescheiter, du spürst das. Kannst du doch auch nicht dringen. Abgesehen davon. Ich lege jetzt einfach mal Moorabel ab, weil es eh schon so stark überlevelt ist. Und das heißt, überlevelt eigentlich nicht, aber... Muss man ja nicht unnötig trainieren. Da war ja mal. So, scheiß auf Heuler, so Schneider brauchen wir. Späßel und direkt unter dir, dann ist es eigentlich eh ideal. Brauchst sogar weniger Geld, abgesehen davon. Also, ganz ehrlich, wenn es so scheiße meint, wie es. Also, wenn es so scheiße kommt wie er mit, dann darf es mir auch nicht frei auf irgendein Fessel zu gehen. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Bleibe lieber daheim und trink Dotzen oder eine, weißt du, wie man. Ja. Ja. Geht da durch. Also im Endeffekt zur Erklärung, man muss jetzt da einfach eine Schriftrolle finden in den Raum und dann kommst du quasi wieder aus und am Ende, wenn du das Rätselhaus erfolgreich durchschreitet hast, dann kriegst du im Endeffekt ein Item als Belohnung. Und da ja das eine Hack-Version ist, gehe ich mal davon aus, dass die Items, die man da kriegen kann, wesentlich relevanter sind als wir im Original. Ein Übelung für einen kalten Winter üben. Der kommt bestimmt. Munkatz, grüß dich. Danke dir für deinen Lurk. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du einer schaust. Weil der das Bier haben druckt. Ja, dann ist es natürlich eine Win-Win-Situation. Der Froxy. Oder D. Eindeutig. Was ist nur die nächste Wurfgeschichte? Gut, das war jetzt vielleicht, die Sprung wieder war vielleicht ein bisschen Overkill hier, das kleine Vieh halt. Noch mit Manu, okay. Easy boy. So, das Item da hinten nehmen wir natürlich auch mit, weil wer weiß das schon, was das sagen kann. Ja, okay, ein Lava-Keks, der ist, interessiert mich eigentlich wenig. Aber gut. Ah, da hinten ist auch die Schrift rein.
Noch mehr Lava-Kicks. Okay, so viel zum Thema, da findet man gute Items. Ja, da müssen wir die machen. Hilft dem nicht. Scaraborn, okay. Wait a minute, du hast Steinhagel, garantiert sogar, oder? Diesen Braten traue ich nicht. Das Ding hat definitiv Steinhagel. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Das Ding hat aber auch ziemlich sicher irgendeine Käferattacke. Ah, okay, never mind. War gar nicht so dramatisch. Okay, easy. Silberblick, als ob ich dir jetzt Silberblick lerne. Sonst noch was? Brauchen wir nicht. So, her mit der Schrift rein. Was? So, da steht er. Okay, muss man die Losung nicht merken. Okay, gut. Kann man den skippen? Normalerweise schon, oder? Nein, kann man nicht. Celeste. Ah, da hat jetzt die drei Sinnoh-Starter. Okay, verstehe die Branche. So, holen wir uns einmal einen +1 Boost ab. Der Rest ist dann easy. Hey, ich feiere Hochmut. Hochmut, die Fähigkeit, die taugt mir brutal. War zwar eigentlich erst drauf, dass wir Bedroher Namen kriegen, weil Bedroher an und für sich auch nicht schlecht ist, aber Hochmut ist halt tatsächlich schon richtig stark. Wenn du es richtig timest, sweepst du da ganze Teams vom Gegner. Das kann uns vielleicht beim nächsten Arena-Leiter sogar ziemlich zur Hilfe kommen. Ja, so viel zu deiner Geduld, der Crit macht überhaupt nichts. Bleib sowieso drauf gegangen. Gut. Aus der Hütte. Ah, jetzt liegt ein Item, da schau her. Expertengurt, okay. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Expertengurt verstärkt sehr effektive Attacken. Das nennen wir. Freunde, das nennen wir. So, jetzt müssen wir ja wieder anquatschen, oder was? Und Verhöhner kriegen wir auch noch, da schau her. Also das hat sich auf alle Fälle gelohnt. So, das kann man pro Orden, apropos Orden, jetzt könnt's mal erst. Moment einmal, wir haben ja natürlich noch einen dritten Orden ja gehabt. Das müssen wir natürlich noch ins Overlay mit einbinden. Ja, aber ist sowieso klar, oder? 3 Orden haben 3 Orden. So, wen gibt es das? Aber warum kommen wir jetzt nicht? Achso, ich muss da aussehen, oder was? Ja. Ah. Okay. Nur mal schnell kurz heilen. Ich sag, pro Orden, der müsste man das jetzt eigentlich einmal machen können. Deswegen gehen wir gleich nur mal rein. Ah ja. Da ist er. Normalerweise kommt jetzt so Trümmerer-Rätsel. Ja. Okay.
Nein, brauchen wir keins kaufen, weil noch und so. Okay. Ich kann ja nicht mein Zickzack sagen, einfach zu Trümmerer lernen. VM-Sklave incoming. Wer kennt noch nicht den guten alten VM-Sklaven? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir Zickzack sowieso nie hernehmen werden. Vor allem, wenn wir mal in Betracht ziehen, wie viel, dass wir mir schon anderweitiges Zeug gefangen haben. So, was haben wir jetzt da? Achso, da wollen wir sie durchschleiern, okay. Was gerade abklären müsst, ob wir heute Pizza bestellen, Mrs. Semcrowife. Falls Sie heute Pizza bestellen, wir bestellen wir heute auch. Aber wir bestellen wir halt immer an einem Samstag, abgesehen davon. So, das schaut mir noch einen Kampftrainer an, deswegen werden wir jetzt nochmal dezent mit Marshall leaden. Okay. Besladero ist auf Level 27. Möchtest du verarschen, oder was? Das ist aber ziemlich schnell, das Ding. Oder ziemlich hochgelevelt. Gut, Sprungfeder, kaltes Fangen, aktuell nicht. F. Okay, ja gut, das hängt mal locker weg, das sind 30 KP, das heißt, selbst wenn... Okay, vergiss das. Ja, in letzter Zeit ist ein Samstag Pizzalieferdienstag. Das ist ja bei uns schon seitdem wir in der Wohnung wohnen. Also in 99% der Fälle bestellen wir die Mai und ich immer an einem Samstag. Beim Pizzalieferanten. Muss man halt aber auch wirklich sagen, der ist auch verdammt gut. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie schlecht schmeckt hat oder was. Also ja, kann schon ein wenig jetzt. Jetzt will ich da nochmal aus und nochmal einige. Dann kann man das Item nämlich gleich holen. Wutkeks. Ja, okay, da gibt's scheinbar nur Kekse. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist der Trainer da ein Spinner. Ja, natürlich laufe ich mich dann natürlich voll ein, ist ja klar. Grillmack. Okay, die werden da stärker. Tatsächlich, da muss man ein bisschen Obacht geben. Ja, Marshall flext aber einfach mal komplett rein. Commander, okay. Hätte ich auch gern. Tja, da ist jetzt aber mal dezent in die Scheiße gegriffen, ne? Okay. Ja, da können wir deswegen auch ganz gut durch das Rätsel aus. Aber Expertengut ist auf alle Fälle schon mal eine geile Geschichte, dass uns dass wir das gekriegt haben da drin. Schmeichler, was ist denn das? Schmeichelt dem Ziel, um es zu verwirren, erhöht dessen Spezialangriff. Ja, sonst noch was. Verwirrung ist zwar schön und gut, aber ich hab keinen Bock nicht, dass mein Gegner da einen erhöhten Angriff hat. Okay. Was wir raten, ist da hinten ist auch wieder irgendein so ein Keks-Scheiß. 100%. Aber war klar, oder? Und ich möchte aber jetzt auch nicht als Gewöhnung, weil es lauter Keks-Items bisher haben, die ganzen herumliegenden Items liegen lassen, weil vielleicht ist ja doch irgendwann einmal eins dabei, das wo uns was bringt. So, können wir. Ich glaube, ich kann mir nicht einmal umgehen, oder?
Also einen von den zwei müssen wir auf jeden Fall machen. Da können wir nicht rundum, aber den Spinner können wir, glaube ich, dodgen. Ein Vehikel. Okay, der hat einfach meine Fähigkeit vertauscht. Ah, nicht schlecht. Kann man mal machen. Okay, die Ursache. Man schmeckt geschafft, 3 Meter Entfernung, dass der Umlichtattack hat. Ja, da gibt's. Sag ich doch, dass der Umlichtattack hat. Gibt jetzt einfach mal dezent den Stahlträger ins Gesicht. Was davon? Haben wir tatsächlich gar nicht einmal so oft im Einsatz. Ableittipp ist natürlich Bombe. 75 Genauigkeit, das ist ziemlich gut, ist sogar besser. Alter! Ja, da sagen wir natürlich nicht, nein. Let's go, Ableittipp. Ist sowas ähnliches, eigentlich wie Gigasauger im Endeffekt, die ziehen den Gegner KP ab und die kriege ich dann dazu, also zu helfen natürlich. Aber Ableittipp nehmen wir definitiv. Kuhflor, okay. Der Glinder ist so perfekt. Gigasauger, okay. I don't care. Nice. Locker. Geht schön entspannt durch. Ja, für das, dass der Walter ein wenig zeitaufwendiger war. Oh, aber so. What the fuck? Jetzt schon? Okay, ich nicht denke, dass wir mir jetzt schon so bald einen Meistergriff drin haben. Ja, lol. Vom Stahlträger zu, zwei fucking Steinsäulen. Okay, wir haben also richtig OP aufgestellt jetzt gerade in dem Moment. Aber Meistergriff nehme ich mit. So, hier mit der Schrift drin. Gut, andere haben wir schön dodgen können. Perfekt. Easy. Ja, okay, kommt der Vollständigkeit rüber. Wir sind auch noch mit. So. Und jetzt noch kein Item für uns, oder was? Nerv ich einer. Okay, Granitstor. Granitstein, müssen Bodenattacken verstärken, wenn man nicht alles täuscht. Mal schauen. Na, von Gesteinsattacken, okay. Ja, okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das können wir alles einmal brauchen. Jetzt ist die Frage, ob ich es nur einmal machen kann. Weil 3 Ohren und so. Ja, einmal geht's noch. Dann machen wir das eine Mal noch. Dann nehmen wir es natürlich nur einmal mit. Oh, da ist ungefähr Resident Evil Vibes, Freunde der Sonne. Nein, ich brauche keine Fluchtseil, ein bisschen mit deinem Fluchtseil. Okay. Ich will jetzt einmal wieder meine Garados-Sphäre.
Sie kann man auf jeden Fall dodgen. Hey, aber die Frage ist jetzt... Moment einmal. Okay. Was muss man da machen? Ah. Hä? Hey, was muss man da jetzt machen? Irgendwie check ich's grad nicht. Hä? Was muss man da? Wir gehen da wahrscheinlich mal. Ah, das, okay. Level 24, okay, die haben auch nicht stärker wie die von vorher eben. Ah, ich liebe Hochmut. Habe ich das schon mal gesagt? Mag, okay. So, hätte jetzt eigentlich schon easy sein mit Biss. Folikon. Ja, den friert, den offensichtlich, den. Der mag's warm haben. Okay, der hat sogar überlebt. Okay. Ja, aber passiert denn jetzt da nichts? Was muss denn da jetzt machen? Ich bin ja so ein kompletter Vollidiot, oder? Bin einfach unten durchgegangen. Okay, da haben wir einen Doppelkampf. Da ich so gar nicht weiß, was mir erwartet. Einfach mal pauschal gesehen auf ihre, okay? Dann werde ich mal voll heilen, damit ja auch nichts passiert. Ha, die kann man dodgen, lol. Aber wie komme ich nachher an das Item da dran? Gut, ist wahrscheinlich am... Ich bin so ein Idiot und gehe One-Shit 2. Ja, okay. Wenn ich jetzt wipe, habe ich es verdient. Aquana und Flamara. Xena vorne, okay. Ja, okay, ist nicht ganz so schlimm. Das kriegen wir normalerweise hin. Gut, einen Haufen Erfahrung genannt, das natürlich. Das macht aber guten Schaden. Gut. So kann man es auch playen. Tempo-Hieb, Prio-Attack. Nice. Okay, war entspannt. So, jetzt müssen wir doch noch mal schauen, wie komme ich noch da umgehen. Da muss ja irgendwie umgehen. Und da geht es ja nicht durch. Von der Seite da geht es auch nicht, oder? Auch nicht, okay. Ja gut, dann kommt man da wahrscheinlich irgendwie anders hin. Weil da ist zu, da geht's nicht nach oben, okay. Illumina Chalette, was ist denn das? Kenn ich gar nicht. What is this? Blieb die Süßigkeit in Ruhe, man sieht die alle. Ah, ja, okay, Weiler. Okay. Da ist auch nix. Ach, da geht's noch nach unten, da schau her.
Ah, okay, jetzt macht das Sinn. So, dann haben wir noch die geheime Losung. Ja, okay. Dann können wir uns den da hinten sowieso sparen. Weil er hat wahrscheinlich sowieso wieder nichts anderes nicht wie... Da liegen immer mehr Item. Okay, ja gut. Dann ist der da hinten sowieso fürs Licht. Okay. Her mein Item. Okay, Bizarro-Ram. Ja, okay, Bizarro-Ram ist zwar an und für sich nice, wenn du das richtige Team dazu hast. Aber ansonsten brauchen wir es jetzt nicht unbedingt. Aber gut. Hat sich aber auf alle Fälle gelohnt für einen Expertengurt und für einen Granitstor. Das nehmen wir auf alle Fälle mal mit. So, dann schauen wir uns in den Nachbarstädtchen noch um. Auf der linken Seite dann. Beziehungsweise wir könnten uns eigentlich auch mal ein Vorradl holen. Das war mal das nächste. Ob wir ein Item haben. Okay. Da schaut es mir um, wenn es da Vorradl gab. Oder auch nicht. So, jetzt müssen wir natürlich das Radlgeschäft erst einmal finden. Muss ja auch noch irgendwo da oben rumstehen. Fahrradladen wo? Das ist der normale. So, man kann da einfach mal auf Karten machen, das war das nächste. Aha, Radladen ist noch unten. Wahrscheinlich waren wir eh schon richtig. Aber der muss ja da irgendwo sein Geschäft haben, oder nicht? Schauen wir einfach nochmal auf Karten. Rechts und dann auf ist davor. Ah, da oben. Okay, hab ihn schon gesehen. Okay. Hab ihn schon gesehen. Da ist das Radlgeschäft. Sehr gut. So haben wir das Radl umwachsen lassen für uns. So, da kann man jetzt auswählen zwischen Eil- und Kunstrad normalerweise. Beim Eilrad kann man schnell fahren, beim Kunstrad kannst du quasi dann später mal über so gewisse Hindernisse springen. Man kann aber jederzeit wechseln. Wir nehmen jetzt einfach mal für den Anfang das Eilrad. Das legen wir sogar auf Select an der Stelle. Gut. Haben wir das auch erledigt. So, dann schauen wir uns noch in dem Nachbarstädtchen an. Müssen wir heilen? Nö, können wir uns sparen. So, da gab es eigentlich eine Pension. Schauen wir mal, ob wir da zufälligerweise vielleicht ein Ei geschenkt kriegen. Nein, leider nicht. Okay. Hey, da sage ich nur, dass wir da ein Ei geschenkt kriegen. So, die Trainer da dodgen wir mal so weit möglich. Gut, dass wir das Ding nicht encountert haben. Nur mal so, mein Topschutz sein, damit ich nicht ständig irgendwelche... damit ich ständig irgendwelche Pokémon hab, die wo wir vorkommen. Da haben wir einen Käfersammler, okay. Da ruft ein Item, das nehmen wir mit. Vielleicht ist irgendwas Brauchbares. Na, okay.
Darf man sowieso nicht verwenden, abgesehen davon. Aber zum Verkauf ist er nicht schlecht. Darum gibt es auch noch was. Superball, okay. Den nehmen wir schon. Oh, was ist das? Flunky Vanit. Ja gut, was das ist, kann ich jetzt einmal erklären. In der Generation war es so, dass gewisse Pokémon eine Mega-Entwicklung haben durchführen können. Und dass das möglich ist, braucht man natürlich den entsprechenden Megastein dazu. Das ist jetzt in dem Fall der Flunkiefer nicht. Der ist dann für Flunkiefer. Ja, das haben wir heute aber mir nicht. Wir werden das aber später noch lernen, was Mega-Entwicklungen haben. Das können wir jetzt aktuell noch nicht. Da geht uns noch das eine oder andere Item ab dazu. Kommt aber, glaube ich, kurz vorm 6. Orden. Sollte man denn so weit kommen. So, da schauen wir uns jetzt natürlich wieder um, weil in jeder Stadt gibt es bekanntermaßen meistens irgendwas zum Holen. Da wohnt auch die Familie vom Heiko, das ist der zweite Rivale, den wir haben, den wir vorher ganz am Anfang verhauen haben. Der ist aber gerade nicht im Haus, okay. Na gut. Soweit ich weiß, kriegen wir da dann auch ein VM rein, nämlich Stärke. Zumindest ist es im Original so. Weiß nicht, ob das jetzt da auch so ist. So, du schaust mir aus, wie wenn es selbst für uns. Was? Dann schauen wir, ob wir das mehr machen. Ja toll, sonst gar nichts. Die bewertet quasi nur, wie stark das unser Pokémon an uns gebunden ist. Okay, sonst gibt es da nichts. So, dann helfen wir mal dem Burschen da dahinter, dass er wieder zu seiner Freundin kommt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der Wanderer da ein Trainer ist oder einfach nur irgendein Typ, der wo rumsteht. Deswegen, das. Ich gehe jetzt einfach mal vorsorglich in den Meistergriff. Aber vorher schaue ich mir noch links, weil da gibt es nämlich auch ein Item zum Holen. Zumindest im Original. Also gehen wir davon aus, dass das da genauso ist. Ja, Schattenglas. Verstärkt Unlichtattacken, das nehmen wir natürlich auch mit. HP Plus, okay, das taugt wieder zum Verkaufen ganz gut. So, was bist du? Du suchst wahrscheinlich der Brenner. Tja. Der sucht sein Brenn und findet's nicht. Bitte für ihn. Dann kann man sogar dodgen, okay. Top Beta, okay, taugt auch wieder gut zum Verkaufen. So. Helfen wir da mal dazu. Okay, da kriegen wir sogar einen Stolos nicht. Okay, da brauchen wir, das ist auch wieder ein Megastein, da brauchen wir aber natürlich das Pokémon namens Stolos, aber das haben wir halt nicht. Vielleicht haben wir Glück und mehr encountert wir es sogar. Dann war es natürlich geil. Ja, komm, machen wir den schnell, so bedrohlich kann der gar nicht sein. Wie ist das Ding? Lilbit, glaube ich, oder? Na, Schmarrn. Litomit. Easy. Oh, es hat Robustheit, okay. Hallo, Norbert, was fit bei dir? Schön, dass du einer schaust. So. Litomit Go.
Ein Rotomorph. Oh, das war natürlich auch geil, wenn wir ein Stahlobor hätten kriegen können. Gut. Und noch eine Lavita. Okay, Lavita war auch brutal, wenn wir das gekriegt hatten irgendwann einmal. So. Dann können wir uns jetzt, glaube ich, eigentlich so ziemlich gestartet auf eine neue Routen begeben und eventuell nur einen Encounter holen. So, jetzt gehen wir vorsorglich schnell mal ausnahmsweise ins Punkt. Aber Moment mal, den Supermarkt müssen wir noch auschecken. Da gibt es bestimmt auch wieder irgendwelche Special Items, die es sonst normalerweise nicht gibt. Das checken wir jetzt nur schnell geschwind aus. Da muss ich mal schnell die Routen abchecken, wie das dann läuft. So, schau mal, du mal dein Sortiment jetzt an. Was hast du? Hey, du hast Finster, Luxus und Flottbälle. Ja, okay. Ist jetzt nicht so wirklich relevant für uns. Aber da können wir ein wenig Geld lassen. Im Sinne von, dass wir Zeug ein bisschen verkaufen. Mal die ganzen Kekse weg. Eigentlich passt das, aber ein bisschen unflauschig bin ich gerade, weil mein Paket laut Sendungsverfolgung in Bad Aibling zugestellt worden ist. Was in Bad Aibling? Das ist ja aber wegen Minimalverfahren, der Typ, oder? Bei mir passt soweit alles. Ich bin relativ gut ausgeschlafen heute, für das, dass ich Nachtschicht gehabt habe. Das ist normalerweise an einem Samstag immer so, Aber so an und für sich alles tippitoppi. Kann mich ehrlich gesagt nicht beschweren. So, das sehen wir mal alles hier auf. Passt dann eigentlich ganz gut. Die Hecken-Items darf ich auch nicht verkaufen, weil das war ja sonst was Licht. TMs gehen sowieso nicht. Bären halten wir, Basis-Items gehen auch nicht. Okay, nice. Ja, okay. Ja, ich würde jetzt eigentlich ja drucken, aber gut. Die Familie Siegers können wir noch machen. Das wird, da machen wir noch mal eine Umfrage, damit wir ihn gar noch mal ein wenig einbinden können, weil das wird tatsächlich ziemlich interessant. Das ist nämlich ein Multikampf. Da kämpfen wir gegen 4 oder 5 Trainer hintereinander ohne heilen zum Gegner. Da müssen wir mal schauen, wie wir da durchkommen. Doppelkampf. Okay. Keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. Garmisch Bad Aibling ist ja schon ein bisschen auseinander. Das ist ein bisschen auseinander. Was hast du denn für einen Zustelldienst? Sag jetzt bitte nicht Hermes. Sag jetzt bitte nicht Hermes, weil dann kannst du deinen Backel eigentlich anschreiben. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, auf zum nächsten Ziel. Unser nächstes Ziel war noch gleich der Schlotbär. Konzentriere dich gefälligst ein bisschen, sonst schimpft uns Kalle wieder aus. Genau. So schaut's aus, Freunde der Sonne. DHL. Okay, das ist untypisch. So, jetzt muss ich mal die Routen ausspähen. Jetzt passt Obacht. Wir haben jetzt auf Route 111, das ist der komplette Schinken da, oder wenn ich das richtig sehe. Da erhoben ist 113. Zeit zu 100. Okay, voriger Fahrt, Steilpost, das sind 3 Encounter. Das heißt, der Encounter da herum hat, also den, wo man da kriegt, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Zertrümmerer Encounter habe, weil sonst fange ich das Blären an, ohne Witz. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist auf. Route 111, was gab es denn da rein theoretisch? Rock Smash war entweder Kleinstein oder Beineckel, keine Ahnung, was dieses Surfer können wir nicht. Und da können wir eh nur fischen, okay. Dann haben wir nochmal 112, das müsste theoretisch dann... Ja, okay. Also rein theoretisch, ich muss jetzt einmal schauen, was das genau für, wie sie da drüben verhalten, weil ich mir jetzt gerade echt nicht hundertprozentig sicher bin. Weil nicht, dass wir mir da Scheiße bauen. Das war nämlich blöde. Das wollen wir ja nicht. Brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Jetzt level ich auf alle Fälle noch mal auf. Level Cap ist 38. Ich gehe jetzt einmal entspannt auf 32 mit dem jeden. Oh, und ich muss das Zickzacks vielleicht auch noch mal ablegen.
Das kann man eigentlich gleich nur. Windhose, ja gut, das hilft uns leider nichts, weil es physisch spezieller Angriff ist. Scheiße, jetzt bin ich auf 33 gegangen, wollte ich nicht. Gut, ein Level hier oder her ist jetzt auch nicht so dramatisch. Schallwelle, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Kombo aus Ladestrahl und Schallwelle kann ziemlich OP werden. Gut. Gut, dann höre ich mir jetzt nur lediglich schnell noch mein Moorabel zurück, weil ganz ehrlich, ich gehe jetzt so nicht in den Kampf und hab nur 5 starke Pokémon dabei. Das war ein wenig sehr dämlich von mir. Das war ein wenig sehr dämlich. Das Risiko gehe ich jetzt dann doch nicht ein. Vor allem, weil es bisher ja relativ gut, also wirklich richtig gut eigentlich läuft. Ja, das wollen wir jetzt natürlich nicht außerfordern, das Ganze. So, Moabel, da gehst du her. Bist wieder dabei bei der Musik. Ist mir jetzt ehrlich gesagt wurscht, ob ich dann noch 3 Mal hin und her rennen muss. Aber das nimmt jetzt einfach mal so in Kauf. Gut. So, Freunde, jetzt machen wir noch eine Umfrage. Das sollte ja schließlich auch ein wenig besonders davon. Also, merken wir uns einmal vor, das ist Route 111. Das da ist das Haus der Familie Siggers. Oder Siggis, oder wie die heißen. Weiß jetzt nicht mehr genau. Ich werde jetzt mal mit Kokowai lieben, weil Tank und so. So, und wir kämpfen da jetzt 4 oder 5 Mal in Folge, ohne dass wir dazwischen heilen können. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das Haus Siggers definitiv schaffen. Habt wieder 2 Minuten Zeit. Ab dafür. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die für Pokémon einsetzen, steht auch nicht in meinem Guide, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass 4 oder 5 Kämpfe in Folge haben. Wo man dazwischen, wie gesagt, nicht heilen kann. Das heißt, wenn sie richtig beschissen läuft, wipe man jetzt sogar oder verlieren wir ein Pokémon. Oder vielleicht läuft es ja richtig gut und wir verlieren wir gar keins. Jetzt einmal schauen, was meint's. Gut. Meine Items passen, denke ich mal, nur. Okay. Dann schauen wir mal. Da kriegen wir bestimmt ein eigenes Item. Ich will dich nicht lange aufhalten, denn ich sehe ja, dass du auf Reisen bist. Was hältst du davon? Du trittst mit deinem Pokémon gegen uns 4 Familienmitglieder hintereinander. Das sind 4 Kämpfe tatsächlich. Das nenne ich Kampfgeist, ich mag dich. Ja, toll. Enikoro, oh Gott. Das Viech kann richtig nervig sein. Level 25, ja, okay. Schaut ja stabil aus. Das Ding hat Anziehung, okay. Macht mir jetzt nix.
Ich hoffe mir, dass ich das switchen kann. Oh, wait a minute, this is a Feen-Pokémon, right? Wenn du Feen-Pokémon bist, ist Xena eher suboptimal, weil ich gehe mir davon aus, dass du jetzt ja sogar auf Feen-Attack kommt, tatsächlich. Ich gehe jetzt sogar mal in Hydra, weil mit Hydra kann ich safe killen. Oder auch nicht. Okay, die schmeißen auf alle Fälle mit Top-Genesungen um sich. Ha! Du wusstest du von deiner Paralyse ärgern. Machst du wieder anziehen und irgendwas? Kanon willst du machen, right? Was, das war jetzt eigentlich ideal für Meistergriff. Ich hoffe, dass jetzt keine Feenattacken, sonst ist es blöde. Kanon, okay? Okay, es war ein Crit, nice. Dann kriegen wir einen Schambolzen auch, bis eh klar. Aber gut, das ist jetzt glaube ich egal, weil das Ding sowieso stirbt. Knuddel. Geld wird zurückerstattet, du musst das Namen machen. Wo hast du das eigentlich bestellt? In Amazon oder was? Ich bin mir jetzt eigentlich relativ sicher, dass da irgendein Feenattack kommt. Und das mag ich nicht. Knuddler, ja, haben wir schon gedacht. Angriff sinkt, okay, der Angriff ist mir egal, das macht mir nichts. Ignorar-Zitrusbeere, okay. Aussitzer. Okay, du bist einfach nur zum Abwacken, glaube ich, so das Gefühl. Ein Arm für mein Mic bei Amazon, okay. Ja, aber normalerweise, also das ist schon sehr untypisch. Also da hat es bei mir tatsächlich, muss ich ja wirklich auf Holz klopfen, noch keine Probleme nicht geben bei Amazon. Muss ich wirklich sagen. So, Trainer Nummer 1 haben wir, kommt Trainer Nummer 2. Lubella. Da haben wir sogar einen soliden Lead jetzt tatsächlich erwischt. Das war ein Crit, okay. Aber ungefähr die Hälfte rennen, warten ungefähr bei... Ja, okay. Lage, okay. Oh fuck, ich hoffe, dass ich da wechseln kann, sonst wird es tatsächlich ein bisschen gefährlich. Okay, jetzt killen wir das Ding auf jeden Fall mal. Roserade, okay. Das ist kein Giftattack, da muss ich ein bisschen Obacht geben. Da war natürlich jetzt ein Aeroas oder sowas nicht schlecht. Ist auch das erste Mal bei dir. Ja, wie gesagt, das ist bei Amazon und DHL ist es eigentlich relativ selten, dass du wirklich mit der Lieferung oder mit der Zustellung Probleme kriegst. Also wahrscheinlich bist du jetzt einer von 10.000, dem das passiert. Roserade, ja, Giftattack und so. Geh sogar in Hydra, weil Sprungfeder und so. Das müsste eigentlich killen. Nadelrakete, okay. War sogar vierfach effektiv drin, das war gut, dass wir da geswitcht haben.
So wie das Zeug hat das Roselia, das Rosarade an Kingstein, weil das jetzt komischerweise genau 5-mal trifft. Amwalsart, du kannst mich mal. Oh, Garados hat eine unfassbare Quoten in dem Run jetzt hat, gegnerische Fähigkeiten zum Triggern. Vorher gerade einen Schambolzen und jetzt hat einen Giftdorn. Jetzt hoffen wir mal, dass die, wo ihr jetzt kommt, mit einem Pokémon leadet, wo ihr Gigasauger ganz gut machen kann. Ausdruck. Okay. Problem an der Stelle ist nur, dass das Ding Eisattacken beherrscht. Aber ich bin jetzt einfach mal confident und sage, dass wir das überleben. Beziehungsweise das Ding einfach stirbt. Nice. Stami, okay. Kann ich direkt drin bleiben. Passt. Stami wird zwar schneller sein wie ich, aber das macht nichts. Ampelleuchter. Oh, das ist 4 Bäume. Fuck. Boah, Alter. Gut, dass wir das dagegen halten. Ja, okay. Auf Ampelleuchter natürlich überhaupt nicht spekuliert. Uns fehlt einfach ein fucking Elektro-Pokémon, merke ich gerade. So, jetzt kommt Oma, das ist mit Abstand die stärkste aus der Familie. Aber die hat noch ein Pokémon und das ist ein fucking Machomai. Are you kidding me? Jetzt ist halt die Frage. Kannst du irgendwas können? Du kannst Feuerschlag um rein theoretisch, right? Und das möchte ich jetzt außerfinden, indem ich mal in Big Mom gehe. Big Mom muss jetzt einmal ein wenig tanken. Hast du potenziell Feuerschlag? Mit Sicherheit sogar, oder? Fußtritt, okay. Gut zu wissen. Du senkst Initiative. Das heißt, das wirst du jetzt wahrscheinlich gleich nur einmal probieren. Warte mal. Okay. Das heißt, wenn du jetzt noch mit Fußtritt machst und mein Init senkst, steigt mein Spezialangriff. Was heißt, dass Molimorba die One-Shotten kann. Oder Hypnomorba, wie auch immer. Okay, Energiefokus, nice. Jetzt bin ich anfällig gegen Crits. Das ist natürlich nicht so wirklich gut. Ich bin schneller, das ist immer gut für uns. Machen wir klar, dass das nicht killt. So, jetzt einfach nur kein Crit fangen. Das war schon mal nicht schlecht. Okay, nice. Das waren, lass mich raten. Da kommt jetzt sowieso normalerweise. Ah, ist das High Range? Nein, das ist nicht High Range. Das waren jetzt 16, 1 waren 25 KP. Hey, das heißt 50 war der Crit, das überlebe ich locker noch. Okay, easy. Das war sogar ein Crit an der Stelle. Marshall-Regel wieder. Nice! Okay, easy. Also unsere Beliefer, die haben einfach absoluter Wahnsinn. Gratulation an den gewonnenen Kanalpunkte.
So, jetzt heilen wir mal schnell geschwind. Und dann holen wir uns, glaube ich, noch 1, 2 Encounter und dann meine Lust mal für heute einen guten. Meine Lust was für gut sein. Schauen wir mal. Marshall rammt auf. Marshall ist einfach absolut. Die wenn du provozierst, dann fliegen Petzen. Das sagt der, wie es ist. So, jetzt mag ich aber auch eine Belohnung haben dafür, gell? Wenn das jetzt umsonst war, dann friese ich den Besen zusammen dann stehen. War das jetzt umsonst? Oder was war ja kidding me? Ah, den ist. Macho Bond. So, was macht jetzt das nur einmal? Was macht Macho Bond nochmal? Achso, ja, das ist ein EV-Item. Okay, das war fürs Licht. Das hat uns leider. Okay. Hat uns leider nicht wirklich weitergemacht. Aber gut. So, da hätten wir jetzt theoretisch einen Angler-Encounter, den wir uns aber sparen können, weil wir ja Carpador an und für sich schon haben. Ich glaube aber, dass das 2 verschiedene Routen haben, wenn du mich fragst. Das ist Route 111 und drüber kommt Route 113. Bin ich mir eigentlich sogar fast sicher. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht Dingens dabei. Jetzt drüben wir das hören wir jetzt schnell geschwind. Und dann holen wir uns noch 2 Encounter. Oder 3 sogar. Holen wir uns sogar noch 3 Encounter. Holen wir uns sogar noch 3 Encounter. Holen wir nicht genügend Bälle? Das ist eigentlich mal die wichtigste Frage. Ich habe noch 2 Premierbälle, ich habe 8 Superbälle, 5 Bälle. Ja, da stocken wir mal ein wenig auf. Weil schuckt er nicht. Schnell Meistergriff weg. Okay. Jetzt checken wir erst einmal aus, ob das ja wirklich 2 verschiedene Routen haben. Wenn natürlich jetzt beim ersten Mal zu drüben auch gleich ein Pokémon vorgibt, dann habe ich sowieso ausgeschissen. Nur zur Erklärung, man kann Pokémon encountern, indem man diese Steine zertrümmert. Das kommt zwar nicht immer vor, aber es kommt vor. Ja? Okay, dann haben wir schon soweit. Das ist sowieso brauchen. Kleinstein. Okay. Level 22. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mit, das hilft einem sowieso nicht. Okay, wir nehmen es nicht mit, weil es einfach in die Luft sprengt, das dumme Mistviech. Schade. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass die Routen drüber nicht die gleiche Routen ist. Ich bin wieder weiter, mach mich jetzt fertig fürs Waldfest. Viel Spaß und einen schönen Abend. Mr. Highlander, auch dir einen wunderschönen Aufenthalt am Waldfest. Mach dir einen schönen Abend mit deiner wahrscheinlich Gattin. Geh jetzt einfach mal davon aus. Und ein schönes Restwochenende. Danke dir fürs Einschauen. Aber die Ehre. So, bitte lass das jetzt an, wenn die Routen sind. Andere Routen, hallo? Okay, da haben wir Route 112. Da kriegen wir noch einen Encounter. Na, immerhin. Gut, dass jetzt das Kleinsteine durch Klappen gegangen ist, ist jetzt nicht so schlimm, weil Gestein-Pokémon haben unfassbar viele Schwächen. Hätte uns wahrscheinlich sowieso nicht beigebracht. Jetzt schauen wir mal, was gibt's denn auf Route 112? Horn-Encounter war der Durant. Okay, das war zwar Stahltyp, aber brauche ich eigentlich nicht. Dexnavi haben wir noch nicht. So, wir können jetzt kriegen ein Mauzier, Bonita, ein Sichlor, ein Taurus, ein Girafarik, Standler, weiß ich gerade nicht, was das ist. Ein Miltank, ein Blitzel, weiß ich auch nicht, was das ist. Ein Heatmore, weiß ich nicht, was das ist. Und ein Durant, es ist quasi die Ohrmaßen. Okay. Warten eigentlich solide Encounter. Was halt ich cool finden, da war jetzt vielleicht einmal ein Feuer-Pokémon, maybe, weil wir ja Vulcano ziemlich bald verloren haben, leider. Aber schauen wir einfach mal. Da brauchen wir uns nicht wieder, das ist kein Rivalenkampf. Also wir werden jetzt nicht konfrontiert. Also hoffe ich jetzt zumindest. So, das Bergal da, was wir da gerade gesehen haben, ist der Schlottberg, das ist unser nächstes Ziel. Geht aber über Umwegen tatsächlich. Ah, von der kriegen wir Stärke, okay. Gut.
So, zupf die du jetzt einmal, Madel, damit ich mir mal einen Encounter kriege. So, Encounter-Zeit, Freunde der Sonne. Ob ich noch einen Topschutz laufe? Nein. Encounter ist... Aha. Ein Hirsch. Schnüffler, okay. Gut, ich hab zwar instant einen Namen für das Ding. Das einzige Problem ist nur, das Ding ist im Original ungefähr komplett useless. So, das Ding ist jetzt die Frage, wie schwäch... ich kann ihn mit Big Mom schwächen, das haut ihm hin. Genau, schlaft du mal unten, das ist gut. Schauen wir mal, vielleicht kann ich es auch so schon fangen, ich glaub's zwar nicht, aber... Ja, okay, war mir fast klar, dass das ein bisschen zu einfach gewesen wäre. Ja, dann schwächt man es noch schnell geschwind. Okay, ich mach Minus-Damage. Man kann ja normalerweise auch bedenkenlos mit Schallwelle angreifen. Hoffe ich jetzt einmal. Oder auch nicht, weil ich ja kompletter Volldepp bin. Okay, Encounter durch die Lappen gegangen. Schade. Gut, aber Damir Blacks muss ich auch ganz ehrlich sagen. Eher mehr. Nice. Geile Encounter geworden. Kleinstein hat sich in die Luft gesprengt und Damir Blacks haben wir gekillt. Easy. Weil ich nicht gedacht habe, dass auf einmal halt Hyra so viel Schaden macht. Schade, das hätte nämlich ein schöner Spitznamen gekriegt. Das war nämlich der Mr. Sauron Prime gewesen. Entweder du lässt mich jetzt auf der Stelle weglaufen oder ich bring dich um. Ehrlich. Danke. Man muss nur drohen können. Mir hätte jetzt nicht extra ein Ding ein, einen Schutz wegen die paar Meter. Wenn wir gleich noch mal einen Encounter haben. Jetzt musst du auf den letzten Schritt noch umdrehen. Heilige Scheiße. Wilzer. Level 25. Okay. Sollte man easy haben. Und mal Wablu. Okay, das können wir auch easy killen. So, die Trainer in der Overworld jetzt, die wo normalerweise so auf die Routen stehen, die stehen in der Regel eigentlich, bis auf Doppelkämpfe natürlich so kein Problem nicht da. Das ist einfach das Schwerste an einfach die Bosskämpfe. Mir fällt gerade auf, bei dem Levelcap von Level 38 haben wir dann sogar schon Sumpex. Da haben wir dann sogar schon Sumpex. So, wollen wir uns den Encounter noch. Feuriger Pfad. Was gibt's denn da eigentlich alles? Fury Path. Dicta. Grimer, keine Ahnung. Ein Smogon. Ein Dumiesel. Ein Slimer. Ein Jumel, keine Ahnung. Ein Kurtel, das war ziemlich geil. Ein Choupier. Ein Zwirlicht und ein Litwick. Keine Ahnung, was das ist. Ja, overall, also wenn es jetzt nicht unbedingt ein Smogon oder ein Dumiesel ist oder ein Slimer. Also geil war natürlich Kurtel. Kurtel war richtig cool eigentlich. Wetter Schmond. Slagma ist ein Schneckmack. Schneckmack. Ja, okay, Schneckmack war eigentlich gut. Kann man nicht mehr. Schauen wir mal.
Hoffentlich geht mir jetzt die nicht auch noch klappen, aber alle guten Dinge sind ja bekanntermaßen 3. Come out! Okay, ist ein Feuer-Pokémon. Nehmen wir mit. Come out, nehmen wir mit. Da ist aber auch wieder die Frage, wie schwach. Jetzt mache ich es genau so, wie ich es vorher gedacht hätte. Ja? Halt einer, wo es minus physisch Damage schaut und minus Angriff EVs. Also das wäre jetzt mit Dennis nicht killen. Und wenn, dann flippe ich aus. Ja, okay, das nicht. Da ist sogar ein Crit noch möglich. So, jetzt will ich meinen Ball in der Hoffnung, dass es drin bleibt. Kann die zwar oben nur einmal angreifen, weil der Crit immer noch nicht killen darf. Aber man will es ja nicht rausfordern. Okay, immerhin den haben wir. Nehmen wir auf alle Fälle mit. So, da ist sogar schon ein Spitznamen dafür. Das Ding ist ja ein Vulkan später. Also. Wird das. Vesuv. Gut. Krakatoa, ja, das war da gegangen, stimmt. Da ist ein Topschutz rein. Ja, okay, zwei Encounter haben uns blöderweise durch die Lappen gegangen, waren aber halt auch 2 Encounter, die wo jetzt nicht so sonderlich überragend waren. Ja, also kann man verzichten, klar. Müssen wir eigentlich sagen, alles, was man mitnehmen kann, nimmt man mit, aber es hilft halt nicht. Irgendwo müssen wir mal mit Verlusten reden. Ja, wir können froh sein, dass wir unter die ganzen Bosskämpfe noch kein einziges Pokémon nicht verloren haben. Noch nicht, ja. Kann ja auch noch relativ schnell gehen. Von daher musst du jetzt Hypnose haben. Ja, okay. Du wirst ja nicht 2 Hypnose machen. Ich finde es halt irgendwie eine von den nutzlosesten Angriffen, die wo ich bisher miterleben habe müssen. Ich verstehe nicht. Klar, du kriegst 50 $50 mehr nach dem Kampf, aber sonst. So, und da jetzt Hochmut getriggert ist, bist du sowieso am Arsch. Egal mit was du kommst. Xiao, okay? Na, warten wir mal ein in das Viech. Easy. Schauen wir uns das Kamaup noch schnell an, was wir da ergattert haben. Unseren Vesuv. Weiß ich ehrlich so gar nicht, was da für Wesen ideal war. Also, gut, ist nicht so, dass wir das idealste Wesen kriegen, aber zumindest nicht minus Special Attack. Das war zauberhaft.
Wenn wir schon da einen Helm noch schnell geschwind. So, schauen wir mal. So, dann schauen wir mal da rein und genießen wir einen frisch aufgebrochenen Leberkasten. Mr. YBO Habitäre. Lass das schmecken, gut. Was der Wermutstropfen von der ganzen Geschichte ist, dass wir mir jetzt auch schon fast fertig haben. So, ich sag, er sagt schon wieder ein Sachtswesen. What the fuck? Ja, toll, und ich krieg genau das, was ich nicht haben wollte, ein Minus-Spezialangriffswesen. Ja, toll. Ich hätte einfach mal Futzen halten sollen. Verhindert, dass das Pokémon hört oder provoziert wird. Ja, okay, das ist ja schon mal was. Ja, toll, aber Minus-Spezialangriffswesen, das ist halt jetzt schon sehr bescheiden. Aber gut, es muss auch mal nach hinten losgehen. Das hilft ja mir nicht. Okay. Zumindest der Feuer-Pokémon. Na dann. Jetzt fällt mir gerade so ein, Sicherheitsspeichern zwischendurch war vielleicht auch mal ab und zu keine schlechte Idee, nicht? Weil wenn das dann wieder mal so passiert wie beim letzten Mal, wo man dann einfach alles abkackt und ich den ganzen Scheiß nachspielen soll, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachdenkt. Müsste die vielleicht ein bisschen mehr beherzigen, das Ganze. Aber gut. Freunde, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um da einen Cliffhanger zu setzen. Haben wir gut was weitergebracht heute. Haben uns noch ein wenig umgeschaut, haben ein paar Items ergattert, haben einen dritten Arenaleiter mit absoluter Bravour besiegt. Der hat sich zwar ein bisschen gezogen, aber wir haben da Deathless ausgegangen. Das ist ja wohl das, was am Ende des Tages wichtig ist. So wenig wie möglich Verluste machen. Und das haben wir heute, glaube ich, wieder ganz gut hingebracht. Ja? Oh ja. Zu sehen sind wir, sind 2,5 Stunden live. Das passt ja eigentlich genau, weil ich glaube, die Freundin ist auch schon daheim. Von daher war das eigentlich der ideale, wie gesagt, das ist ein idealer Cliffhanger. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich mindestens genauso noch intensiver wie jetzt heute. Nächstes Mal haben wir Bosskampf in die Meteorfälle. Normalerweise Bosskampf, 2 Bosskämpfe auf dem Schlottberg und wenn uns Zeit dann noch lang, vielleicht noch einen Bosskampf in der Arena. Also nächstes Mal wird relativ fest damit, dass man Verluste einfängt. Die ersten. Aber schauen wir mal. War ein schöner Nachmittag. Hey, freut mich, dass es dir gefallen hat. Mir hat es auch recht gedacht. War zauberhaft. Jetzt kann es natürlich sein, habe ich vorher zu Beginn des Streams schon angeschmerzt, es kann sein, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, sobald ich Bescheid weiß, mache ich noch eine kurze Ankündigung in Discord. Es kann sein, dass ich morgen Nachmittag live komme. Und wenn ich morgen Nachmittag live komme, dann knädelt wir uns wieder miteinander in die Hosen, weil dann spielen wir Resident Evil weiter. Ja, Resident Evil 8 kommt unfassbar gut bei euch an, das hätte ich selber nicht gemeint. Ich habe unfassbar Bock auf das Spiel. Und es offensichtlich auch. Also das ist freut mich absolut Wahnsinn, dass das wirklich so gut ankommt. Wie gesagt, falls ich morgen live kommen kann, Nachmittag irgendwann 1, 2, ich weiß es nicht. Mal schauen, je nachdem, was, wie gesagt, im Real Life ansteht. Ich bringe jetzt dann erst in Erfahrung, aber sollte ich live kommen, spielen wir Resident Evil 8 weiter. Ja? Da ging es dann weiter im Schloss der Dimi Hesku, Desku, Dresku, ich weiß nicht mehr genau. Genau, falls ich morgen nicht live gehe, dann geht es auf alle Fälle spätestens Dienstag weiter. Das ist aber ein außertourlicher Stream. Da mache ich keins von meinen Programmen, weil da bin ich beim Cookie eingeladen zum Mario Kart fahren. Das haben wir eigentlich vor 6 Monaten schon mal gesagt, dass wir das tun. Und da ist jetzt am Dienstag tatsächlich am Abend der Tag, wo wir gesagt haben, da passt es uns beiden eigentlich. Da werden wir um Simme Mario Kart Session machen. Das wird bestimmt auch ultra witzig werden. Das haben wir vor knapp einem Dreivierteljahr schon mal gemacht. War unfassbar lustig. Wie gesagt, spätestens Dienstag bin ich live. Es kann natürlich auch sein, dass ich Montag nur mal live komme. Je nachdem, wie ich es halt unterbringe. Schauen wir einfach einmal. Wir warten da. Da zweifle ich nicht drauf. Wann nicht, Frau Wifi, wann nicht. Genau. Das sind die aktuellen Sachen, die ich sagen kann. Ja, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich morgen spontan durch live gehe und wie gesagt, gruseln wir uns erst einmal ein bisschen in Resident Evil 8 weiter. Genau. So, jetzt schauen wir mal, wer live ist. Ich glaube, dass der Mike noch live ist, oder? Ist der noch live? Mir wieder nicht gesagt. Der Fichte lieber auch live. Ah, Mike ist offline, okay. Ja, gut. Dann schicke ich ihn zu der Fichteli weiter.
Ja, nee, sogar, beziehungsweise gehen jetzt an. Okay, alles klar, weiß ich da Bescheid. Dann gehen wir zur Fichteli weiter, die spielt Ark Survival. Die haben jetzt so seit gestern so ein bisschen im Ark-Fieber, habe ich so das Gefühl, weil wir noch ein bisschen im Voice waren. Wer die liebe Fichteli nicht kennt, ich glaube, die kennt ja jeder von euch, ist Abonnentin von mir, uns, Moderatorin auf meinem Kanal, ultra liebe Person. Also unbedingt da mal ein Following da lassen, wer es noch nicht da hat. Die freut sich auf jeden Fall. Ich sag merci fürs Zuschauen. War angenehm, war gemütlich. Wie gesagt, das einzige Wermutstropfen waren die 2 entgangenen Encounter. Aber sonst bin ich zufrieden. Wir haben ein Deathless, wir haben nach wie vor ganz, ganz gut aufgestellt. Wobei ich halt jetzt dann vermute, dass ab nächsten Part dann, der nächste Part wird dann wahrscheinlich wirklich, der wird es in sich haben. Denke ich jetzt mal. Genau, ansonsten einen schönen Abend euch. Falls wir uns immer hören, ein schönes Restwochenende. Nochmal merci fürs Zuschauen. Wir hören uns spätestens Dienstag. Habe ich die eben für heute raus. Pfiat euch und habt's euch rein. Pfiat euch. Ah genau, ein Raid Command hätten wir auch noch, wenn es war. Danke, Mr. Billinger.